Haben wir sie bei ausgehört? Warum hernehme ich nicht? Was ist denn da los? Hallo? Hört sie mich? Wieso höre ich mich selber nicht? Hallo, hallo? 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 Irgendetwas scheint komisch zu sein. Hör ich mich? Irgendetwas scheint komisch. Ich höre mich, ich höre jetzt mich. Rückkopplung kaputt da vor mir. Warum, Mann? Das scheiß Mikrofon habe ich seit 8 Jahren nicht angelangt. Was will ich? Ja, leck mir am Arsch, dann hör ich mich halt selber nicht. Das ist doch mir. Aber was ist da wieder? Ruhe jetzt. Und den scheiß Grütze, fix geht schon wieder alles kaputt. Timmy Boy, grüß dich daheim. Habt so hier jetzt wieder, ist mir wurscht. Und umso lauter bin ich, weiß ich selber nicht. So. Und Werbung, Herr Thomas Zach, das ist halt nachher der Huber, das ist heute für ein Gerücht. Vor dem Stream ist schon immer Werbung. Ich weiß nicht, was man das sagen soll. Timmy Boy, kriegst du da daheim, Rest vom Sofa! Ich bin's, Bier, Montag, 20 Uhr, Freunde der Sonne, Ladies and Gentlemen. Resident Smaxy, Gingang, Guli Guli, warte mal. Irgendwas ist komisch, ja, das ist nicht gescheit, was ist... Warte mal. Test. Wer zum Fick hat an dem Lautstärkeregler umeinander dreht? Was ist da los? Was ist da los? Herr Resident, Kuss auf die Nuss, merci für den Fünfer. Schluss mit dem Schund. Traumtänzerin, merci für 89 Monate. Einen wunderschönen guten Abend, wünsche, wie geht's, wie steht's? Nicht so gut, um ehrlich zu sein, aber das sind lauter Sachen, die gingen da herin können, wo so. Aber wir haben uns hier versammelt, um mal 2 Stunden lang diese Dinge zu vergessen, hab ich gehört. Das sagt der Ibis, Traumtänzerin, danke dir. Basti, merci für 48 Monate, der Birger, alles Gute zum 4-Jährigen, auf das noch viele Jahre folgen. Bester Mann am Platz! Ich möchte mal hoffen, wir hören erst auf, wenn bei dir 648 steht. Jetzt sind bald, mehr als 9 Monate, wo sind die 9 Monate hin? Geht geiler Wichser, ja, das weiß ich ehrlich gesagt auch nicht so genau. Wir haben mittlerweile näher an der Sommerpause als an der Neujahr als an der letzten. Verstehst? Es ist März, Alter. Es ist einfach mehr, wann ist wo? Februar, wo? Versteh ich nicht! Grüße von zu Hause. Bin heute mal krank geschrieben. Der Herr Gerwin! Muss auch mal sein, machst du halt einmal eine Woche oder 2 AK-Urlaub. Hä? So. Herr Gerwin, merci dir. So, wo haben wir einen Stiebel? Fluffy Cat, merci für 36 Monate. Holmi, merci für 160 Monate. Wo haben wir einen Stiebel eben? Jetzt auf, einen wir nachgeben! Wo haben wir die? Wortsnani, merci für 45 Monate. So, Gerwin, der Holmi ist, glaube ich, dran. Dann Milchmaster, merci für 4 Monate. Löwensepp. Wir waren jetzt da, wo? Ich käme nicht mehr aus. März heißt, ich werde 40. Olivia. I'm the King! Oh, halt mir, nein, im Vorstand Oberfest. Halt nicht. Da war hier, warum ist das schon wieder so leise? Hat jetzt schon wieder irgendjemand angetragen, oder? Jetzt ist das Mikrofon schon wieder auf 80 herunter. Ich hab überhaupt nichts, ihr habt es ja gesehen, ich hab nichts gedruckt. Fix. Mr. I'm the King, merci für die Mitgliedschaft. Welcome to the Squad. Ab in den Chat, habe die Ehre, I'm the King, wenn ihr mitmacht. Und rein kriegst. Die Scholler oder so, dass du sagst, gibt's das. So, wir waren drum. Franz, merci für 23 Monate. I'm the King, merci für die Mitgliedschaft. Opa Geil, merci für 28 Monate. Speckmeister, merci für den Zwiegelgrüßing miteinander zurück. Mr. Bierman, merci für 73 Monate. Spoiler, am Ende vom Resi 9 wirst du eine Auflistung aller am Spiel beteiligten Personen sehen, auch Credits genannt. Herr Bierman, schmaler Grad. So schmal ist er. So. Herr Schmidt, merci für deinen Fünfer. Herr Hane, merci für 10 Monate. Der Sachse aus meines Vertrauens, pass auf, guten Abend, der Bürger vom Sachse deines Vertrauens. Ich bin im Übrigen 30 Jahre Bayern-Fan und habe heute Sommerurlaub im Allgäu gebucht. Ja, er ist bemüht, sich zu integrieren. Das müssen wir akzeptieren, das lasse ich durchgehen. Merci dir. Marcel, merci für 20 Monate. Chewy, merci für den 10er. Jetzt kennt's euch einmal wieder! Kruzifix! Muss einfach mal Danke sagen, hast mich durch eine echt schwere Zeit gebracht. Da ich gerade selber ein wenig fühle, wie sich das anfühlt, weil mir lenkt das auch ganz gut ab. Brauchst du dich nicht bei mir bedanken, ich bedanke mich bei euch. Und habe heute Sommerurlaub im Allgäu gebucht. Lachender Smiley. Ich bin ja schon meilenweit voraus, schau dir das an. Schau dir das an, Alter. Ich bin ja meilenweit voraus. Ich habe schon Sachen vorgelesen, das ist ein Wahnsinn. So. Was das Allerwichtigste ist heute und generell bei Resident Evil, denn ich habe das Gefühl, die nächsten 2 bis 3 Wochen werden wir nichts anderes spielen.
Wer spoilert, schreibt hier drin im Chat nie wieder Muss irgendwas. einfach mal Danke sagen. Hast mich durch eine echt schwere Zeit gebracht. Hab ich schon gelesen. Hab ich schon beantwortet. Ich hab's pre-answered. Sagt ich. Felix, merci für dein Zügel 20. Danke du! Was soll jetzt das? Was soll denn das alle noch grad? Auf geht's, hab ich Bock, ja, ich hab Bock. Same here, Mr. Watson, Dani! Es tut so gut. Es tut so gut. Zum Wissen, dass die nächsten 2-3 Wochen hoffentlich ein Top-Tier-AAA-Titel da ist. Arbeitslos. Wer ist arbeitslos? Smiley mit Kai. Und übrigens seit neuestem auch noch arbeitslos. Ja, dann ist die beste Idee, dem fetten Trottel im Internet einen 10er zum Scheißen. Herr Gangsterproof, merci dir, aber Schluss damit. Da war Hickett, Mr. Cyber. Welcome to the Squad, merci für die Mitgliedschaft, Kuss auf die Nuss. Beziehungsweise ist glaube ich eher ein Resub, bei dir ist nämlich anders eingegangen. Was ist da los? Weshalb wurde die Mitgliedschaft unterbrochen? Ich versuche Kundennähe aufzubauen. Wo war das Problem? Die falschen Spiele? War jetzt fett? War jetzt dünn? War jetzt nett? War jetzt grantig? Was ist was? Spätlich, was es ist. Heute sehen wir jetzt für 9 Monate, Müller Mausi, merci für 65 Monate. Nach dem Meister steht die Christus der Oberpfalz. Wenn man krank ist, soll man machen, was einem gut tut. Mo erkältet, ich auch Sehnenscheidenentzündung vom Zocken. Ja. Ich weiß das, der Chef weiß das nicht, deswegen sagen wir da jetzt auch lieber nichts dazu. Tobi, merci für 46 Monate, zuerst zurück, Kuss auf die Nuss, Dankeschön. Frau Herzinger, dritte Bühne Zeit, also los! Nicht spoilern, Zifix. Ja, wir haben es schon verstanden. Die Ansage am Freitag war innig genug, um... Und warum habe ich da einen roten Fleck? Ich bin am Tierstock hochgelaufen vorher. Scheiße, den Loch im Schell, oder? Nein. Es geht schon weg! Servus aus Was? Minga. Nee, du bist ja vor mir aus, ich sehe aber aus Minga. Hey Josef! Das glaube ich nicht, dass du aus Minga kommst, sondern war nur ein 5er, war nur ein 0er oder vielleicht sogar 2 hinten drauf. Das fühlt sich für euch an wie... Josef 50. Josef, merci dir. Sepp, besser gesagt. Gesichtsgerätschen, merci für 31 Monate. Hey, ich gebe dir den Nachschauungsgebot später, schaffst zurzeit 0 fix. Achtung, Spoiler, der vergangene Stream soll bombastisch sein. Das ist übrigens was generell, was ich jedem empfehle, wer am Freitag nicht da war. Wir haben am Freitag mit Resident Evil 9 begonnen und, um ganz ehrlich zu sein, es hat dermaßen abgeliefert, dass du einen Schlaganfall kriegst. Eine glatte 10 von 10 ist das gewesen. Und ich hoffe sehr, dass es so weitergeht. Ich habe schon ein paar Stimmen direkt bekommen, dass es so weitergeht und dass das Spiel grandios gut sein soll. Bürger glaub alle da Herren wünschen dir alles Guade und du schaffst durch Ade beschissene Zeit. Wären wahrscheinlich nur mehr Kummer, aber da kommt mal ans... Ja, momentan ist es schon schwierig, dass nur Beschissene nicht kommen. So, ich glaube, es ist. Corinna, Kuss auf die Nuss. Dankeschön. Dankeschön an alle. Aber reden wir einfach nicht drüber. Wir reden jetzt da einfach nicht drüber. Keine Herzhalsbams, keine Sentimental-Eskalationen. Ich bin da zur Bespaßung, zu meiner und zu einer. Zumindest in der nächsten Zeit. Soweit es möglich ist. Okay? So. Ja, gut, fix. 8 da ist. Wir fangen um Punkt 10 nach 8. Die fangen wir mir an. Und um Punkt 10 hören wir mir auf. Spaß mit dem Spui Hops Grot Seba durch GS Puide so. Durch GS Puide? Servus miteinander und Show A9 im Format an Obolus für die heutige Unterhaltung. Herr Opa, geil. Na, du schaust es einfach nicht an, weil du es selber schon gespielt hast. Sagst du, wie es ist. Ich finde allerdings interessant, dass du einen 10er einer scheißt. Herr Opa, geil, merci dir. Basti, merci für 22 Monate. Stenki, merci für den Euro. Schöner Gruß von Biersepp. Sie schaut auch zu. Na, der Brisesepp vom Brisesepp. Der Brisesepp ist es sie? Ich bin maximal verwirrt. Josef, merci, dass wir wenigstens einer Sepp nennt. 5 Euro als Dankeschön. Ja, im Minger, dass die da. Hey Josef, kannst du mal kurz gucken kommen? Ich komm, verstehe das, wann das abgeht. Sepp, Kruzifix, geh her! Kannst du mal da nachschauen, oder was? Merci dir. Sapse! Erste Hilfekurs. Hab ich auch mal gemacht, wie ich den Führerschein gemacht habe vor 20 Jahren. Bin ich auch drin gesessen und hab die Plastikpuppen dermaßen misshandelt, dass der wie hat der Fahrlehrer geheißen? Der hat auch Sepp geheißen, glaube ich. Sepp, natürlich. Der hat zu mir gesagt, leckst du Schlampen, fahr nicht ins Parkett aus. Leck aber gerade jetzt! Leckst du Schlampen! Leckst du Schlampen, fahr mal zum Mäcki, leckst du Schlampen, fahr mal zum Kickelmo. Ja, hab ich was zum Essen holen müssen, das hat er mir. Hat er einen Kurs? Holen wir mal Sepp, kann das sein? Ich weiß. Ich glaube, das Sepp. Der hat gesagt, leckst du Schlampen. Spoilert bekommt nicht nur den Bannhammer.
Der Bannhammer wird in eine Panzerfaust gepackt und wird entgegengebombt. XD auf G. Ja, ich schicke einen Panzerfaust Carrier. Schicke. Philipp, merci für 3,29 €. Kuss auf die Nuss. Alex, wie zufrieden bist damit? Copy this. TB Taco left, TB Taco right. Ich weiß nicht, was TB Taco left und right ist, aber egal. Alex, wie zufrieden bin ich? Es läuft wunderbar. Ich habe in den letzten paar Wochen nicht eine Fehlermeldung gekriegt. Zwei Kleinigkeiten, die nicht schlimm sind. Es läuft einfach dahin. Ich habe es geschafft, in den letzten 1,5 Wochen mich mit einem Spiel abzulenken. Wir haben momentan in einer ultimativ guten Gaming-Phase. Ja, wir haben ein Resident Evil gekriegt. Ich habe gerade Bock auf Eve seit 2 Wochen gut wieder. Und heute um 12 Uhr nachts wissen nur Pro-Gamer, was da losgeht. Ja, für die Geldigen Hans Wursten ist schon am Freitag losgegangen. Ja, die es immer noch nicht gelernt haben, dass man das nicht tut. Gut, ich habe es beim letzten Mal auch nicht gelernt, aber egal. Nur Pro-Gamer wissen, was um 12 Uhr los ist. Hey, Alter, 10 nach ist! Ich weiß schon. Da der iPointify auf die... Das war mir klar. Schon 90 Ole. Ja, damit haben wir uns wieder mal verraten. Ja. Ja. Was ist denn mir jetzt denn? Wir starten das verdammte Spiel. So schaut's aus. DSF Sexy Sportclubs, ja, die. Aber bei jemandem wie einem iPointify, da kann ich es verstehen. Der Mann hat, glaube ich, im Jahr gute 500 bis 1000 Stunden WoW-Playtime. Da weiß man auch wurscht. Aber mir wird es wahrscheinlich wieder mindestens 4 Wochen, maximal 8 Wochen bespaßen und dann war es wieder. Schauen wir mal. So, jetzt sage ich noch schnell schnell merci. Ich habe keine Zeit zum Lesen. Das sagt er. Felix, merci für den Zwickel 22. Herr Karl, merci für 50 Monate, wird nicht angezeigt, darum lese ich es vor. Sehr Birger, schöne Grüße aus Oberösterreich. Das Spiel ist der Hammer. Birger Pro Gamer. Dankeschön, Kuss auf die Nuss. Wolfric, merci für den 5er. Vlogger, merci für den Drilling 29. Sapse, merci für den 10er. Sepp, merci für den 5er. Und dann glaube ich, habe ich alle. Wenn ich jemanden übersehen habe, wollte ich futzen. So. Sperren wir jetzt, so schaut's aus. Alert Sounds sind jetzt aus. 5 Jahre, 87 Tage at the moment. Ja, da kann man dann schon einmal einen 50er extra ausgeben. Da sage ich, geht's, das ist okay. Das hast du wieder herin. Da musst du lange aufgehauen sein, bis du es verspät hast. So, jetzt passt so. Ich hab so dermaßen Bock, Alter. Wie machen wir das? Der Nostalgie halber. In meinem Leben, in meinem Gaming-Leben hat sich alles sehr verfestigt. Damals vor 30 Jahren mit Resident Evil 1. Gleichzeitig mit dem Resident Evil 2 Remake vor knapp 7 Jahren hat das hier alles begonnen, was die Streaming-Geschichte betrifft. Darum werden wir es machen, genauso wie damals. Um Punkt 10 ist Schluss. Wir werden dieses Spiel nicht durchrushen. Wir werden es genießen. Wir werden dieses Spiel atmen und was wir mir am Freitag schon einmal reingeschnüffelt haben, war grandios. Das ist weder ironisch gemeint noch irgendwas. Das ist eine der besten Intros, die ich jemals gespielt habe. Ich hoffe, das geht so weiter. Darum, jeder, der das Spiel schon kennt, und das ist jetzt kein Witz, jeder, der das Spiel schon kennt, spart euch einfach sämtliche Kommentare, boah, jetzt wird's gleich voll geil, boah, jetzt kommt gleich das und keine Ahnung. Sagt halt einfach nichts. Ihr macht die Erwartungshaltung von mir kaputt. Da kann man drüber hinwegsehen, das war mir wurscht. Aber sehr viele Leute schauen das bloß bei mir und die freuen sich da genauso drauf wie ich und für die macht es auch kaputt. Und es gibt einfach ein paar Leute, die können die Fresse nicht halten. Darum, Mods, keine Gnade. So. Und ich meine alles. Ich mag weder wissen, was kommt oder dass gleich kreislig wird oder sonst irgendetwas. Nichts davon. Und wer irgendwelche größeren Sachen umeinander spoilert, klatscht in die Hände, du bist ein Huren. So. Der von hinten ist schlau, der schaltet einfach einen Chat aus. Das ist gut. So. Mehr sage ich nicht. Fortsetzen. Da haben wir das gute Getränk. Innovative Methoden. Grace wird von einer riesigen Kreatur angegriffen, aber Leon rettet sich gerade. Mann, lass mir lesen! Alter, haben wir jetzt diese Riesenwumme voll. Requiem. Ein von der DSO ausgegebener Revolver für 12,7 x 55 mm Munition. Besticht durch hohe Durchschlagskraft und Verlässlichkeit. Was haben wir da? Arzneispritze und da haben wir eine leere Flasche. Die kann man werfen, hat's geheißen, gell? Wie wechselt man überhaupt Sachen? Was müssen wir überhaupt da? Ich weiß noch. Ist da. Also, sie klang sie da von selber hier, oder? Nein. Okay.
So, irgendwo war da ein Gitter, ja genau da. Da ist der Leon entführt worden. Oder war das da? Nein, das war nicht da. War das da, wo die Tier ist? Ich hab keine Ahnung. Auf alle Fälle sind wir da zurückgelassen worden. Sind wir mir irgendwo aus dem Sanatorium entkommen. Ja, mit dem Leon war das noch einfach, da hat man mit der Motorsack durchwurschteln können. Aber wir machen das jetzt mal so. Wir haben mit der Grace unterwegs. Und so wie ich das bis jetzt verstanden habe, ist sie relativ wehrlos. Deswegen wundert mich ein bisschen, warum wir mir diese Knarre da gekriegt haben. Aber gut, da ist ein Schuss drin. Dann können wir uns... Was haben wir da? Das sind 3 Vertiefungen und die Wörter Mond, Sonne und Stern. Wer kennt's nicht? Scheint's nach draußen zu gehen. Hier scheint's nach draußen zu gehen. Jetzt schauen wir mal da herum noch auf die anderen Seiten, ob man herum überhaupt irgendwas da kann. Ah, von der anderen Seite verschlossen. Ich verstehe, was haben wir da? Da ist auch kein Tier und kein Durchgang. Was ein bisschen armselig ist, ist, wenn ich auf... Das ist ihre normale Bewegungsgeschwindigkeit und das ist, wenn ich auf Shift drücke. Das soll ihr Rennen sein. Aber gut, sie ist ja der Mädel, was soll man tun? Was haben wir da? Rezeption, hier, lesen. Wir werden mal alles in Ruhe lesen. Eine Patientenliste. Ja, was hilft mir das? Da kann man ein bisschen umeinander schauen. Wieso kann ich die anklicken? Wieso kann ich die anklicken? Das weiß ich nicht. So, probieren wir es doch einmal durch den Hauptausgang. Oh. West Wing, East Wing und wir haben quasi in der Central Hall. Übersicht über das Rhodes Hill Sanatorium, Westflügel Verwaltung, Ostflügel Krankenstation. So, habe ich die jetzt auch automatisch da in meiner Map? Nö. Da ist die Tür mit den 3 Vertiefungen. Da... Was ist denn dieses? Haben wir da schon durch, oder was? Ja gut, das werden wir uns schon... Das werden wir schon finden. So, was ist hier los? Das war zu einfach, wenn es da einfach rausgeht. Natürlich geht es da nicht einfach raus. Schauen wir mal, ob es da einfach irgendwo durchgeht, irgendwo, wo es jetzt einmal durchgeht. Gibt's ja nicht. Und da los, da ist es zugesperrt. Haben wir nicht irgend sowas wie Taschenlampen? Weiß ich nicht. Was da drin? Ah, oh. Ja, das mögen wir am allerliebsten. Irgendwelche Treppen nach unten, wo es rot aufverleicht. Da freue ich mich auch. Oh! Schau her, wir haben einen Safe Room. Das ist von keiner Musik an. Die Anzahl der Objekte, die Sie bei sich tragen können, ist begrenzt. Wenn Sie nichts liegen lassen wollen, verstauen Sie Objekte, die Sie nicht benötigen, in der Inventarbox. Also ich denke, das können wir alles brauchen. Mir ist übrigens auch gerade aufgefallen, dass da 3 so komische Slots sind. Das sind wahrscheinlich Waffenausbauten. Was haben wir da so? Antike Münze. Eine alte Spielmünze kann im Salon gegen Preise eingetauscht werden. Ich weiß nicht, was der Salon ist, aber das werden wir dann schon herausfinden irgendwann. Hobby das gefällt. Hobby, grünes Kraut! Das nehmen wir mal mit und die Münze, die glaube ich, stecken wir gleich mit rein. Weil ich ehrlich gesagt verstauen. Oh, aus den Augen, aus dem Sinn. Verstauen Sie mit Grace ein Objekt in der Inventarbox. Und das lassen wir alle, glaube ich. Außerdem lassen wir uns sowieso nicht beißen, dann speichert man mal schnell. Toll. Man kann nie genug speichern. Du musst dir vorstellen, ja, für die Jungspunde unter uns, früher hat man da Farbbänder sammeln müssen. Und du hast nur eine begrenzte Anzahl an Speichereien gehabt. Was ist das? Was ist hier los? Schrift auf einem Whiteboard. Medikationszimmer. Ab hier kein Zutritt für unbefugtes Personal. Verstöße bitte sofort dem Forschungsleiter melden. In Notfällen... ... In Notfällen was? Fotzen ans Tisch hinhauen oder was ist der Plan? So, aber schauen wir aus. Oh, natürlich. Sogar mit Cutscene drin. Finde ich nicht gut. Oh Gott. Oh. Ein blindes Kind, hä? Was ist hier los? Was sind alle? Wer ist da? Da ist doch wer. Oh, tut mir leid, wenn ich dich aufgeschreckt habe. Ich hätte nur wegen netter Hügel. Du kannst nicht sehen. Habe ich recht? Wer bist du?
War da noch jemand in der anderen Zelle? Ja, der Lochgraben. Warum bist du da drin? Es sind alle weg. Bleiben Sie von ihr weg! Alles okay, Sir? Na, wenn, dann bleib er von dir weg. Verschwinden Sie! Los, weg! Nein, nein! Halten Sie durch! Halten Sie durch, währenddessen ich mich da oben und wart, bis du stirbst. Nein! Ich tue übrigens mein Mikrofon ein bisschen weiter weg, dann könnt ihr ja lauter dran bei euch. Ich hoffe, ich denke drauf. Ist der Fritzl. Gelbe Access Card. Tut mir leid. Nein, tut's nicht. Da schnappt man auch gefunden. Sehr gut, sehr gut. Nein, eigentlich nicht so gut. Wenn ich genau drüber nachdenke, eigentlich gar nicht so gut. Was ist hier bloß los? Tja. Zugangskarte für den Westflügel. Eine blutverschmierte goldene Zugangskarte öffnet die Tür zum Verwaltungstrakt im Westflügel. Was haben wir jetzt mit ihr da? Da brauchen wir Level 3. Was haben wir? 0. So, was haben wir da? Da liegt noch ein Klump umeinander. Was haben wir da? Eine Blutlache. What is this? Blood. Hope it's not Chris's blood. Was haben wir da? Ihm wurde der Hals aufgeschlitzt. Gut, dass ich das so klicken kann, weil das hätte jetzt, ja, ich weiß es auch nicht. Ne? Mich würde ja schon interessieren. Aber gut. Welche Tier hat jetzt da umeinander pimmelt? Ich speichere bloß noch mal schnell, damit wir uns im Notfall die Cutscene da nicht nochmal anschauen müssen. Du weißt das was es ist. So müssen wir da... Oh, da ist auch noch was. Manche Ordner wurden erst vor kurzem angelegt. Aha. Super moderner Drucker, 100 Jahre jetzt Apothekerschrank. Herr Rockkopf, Steff! Chef, kannst du mir kurz Grace in Third Person spielen? Wie stellt man das um? Wenn mir jemand sagt, wie man das umstellt, jetzt pass mal auf. Was für einen Schlüssel haben wir gefunden? Westwing. Westwing. Das heißt, wir haben da, so, direkt hinter uns, diese Tür müsste sich öffnen. Swipe card to unlock. Jupp. Hello! Was, und jetzt ist die Karten weg? Also wieder voll braucht. Warte mal. Na, das schon. Man kann Türen nicht mit F öffnen. Es geht nicht. Ich muss da so kreislich durchgehen. Und warum ist da herin eigentlich überall finster wie Scheiße? Ich glaube, den einen bis drin schon, den können wir uns auch ein Tor einschmieren. Und ihr geschissenes Rumgestöhne den ganzen Tag. Macht's Leben nicht besser. Von der anderen Seite verschlossen. Ja, Gott sei Dank. So, wo sind wir mir? Medikationszimmer drin. Das ist cool, dass die so gezeigt wird. Ich weiß nicht mehr, ob das im 8. auch schon so war. Ich glaube, da hat man nur gesehen, wenn Tieren versperrt sind und wenn nicht. Ah ja, das ist gut. Das ist gut. Wir haben eine Taschenlampe gefunden, muss ich mir sagen. Falscher Weg. Falscher Weg! Zurück! Also ein bisschen weniger umeinander steht. Ah, was haben wir da? Leere, da ist eine Art Steckplatz. Ja, finden wir schon. Irgendein Einhorn-Emblem oder so werden wir schon finden. Das Grüßkraut. Aber very bad feeling about this. Okay, da brauchen wir die Level 1 Karten. Die werden wir uns jetzt da wahrscheinlich Stickerl für Stickerl aussuchen müssen.
wenn ich das Ding jetzt da schieb. Schnell verstecken. Falsch. Danke, du. Was haben wir jetzt mit dem? Ich weiß nicht, wie viel Zeit dass ich da hab, das da mit zum Schirm. Shit. Was tut denn der? Haut anscheinend immer dreimal. Weiter. Soll ich mir mit dem Kopf schießen einfach? Falsch. Was ist falsch? Falsch. Falsch. Muss gehen. Was tut denn der da dann mit dem Ding? Jetzt, wenn er wieder hintergeht, schiebe ich es einfach einmal durch und schau, was passiert. Oh, jetzt fehlt. Ich glaube, ich habe nicht genug Zeit, dass ich bei ihm rundum gehe und dann ich muss das Ding ganz ans Ende schirmen. Ich glaube, das ist der only way. Weiter. Falsch. Falsch. Was labert denn der? Der klang jetzt da bloß in den Dinger oder schiebt er den auch rum? Ja, der klang bloß rein. So, dann schnuff ich da jetzt drauf. Nicht, dass ich mich da auch dahinter verstecken kann. Was nächstes? Der Drecksack ist so unberechenbar, ich weiß nicht, was der tut. Der sagt jetzt mal was anderes, der tut jetzt mal was anderes. Nächstes. Was ist da los? Da ist ein guter Platz. Da ist ein guter Platz, da bleiben wir jetzt erstmal sitzen. Was zum Fick? Ich hab keine Waffe da, ihr wuselt's voller Arschlöchern! Was ist da? Ich hab keinen Schlüssel nicht! Bloß ein Fettsack in der Kirche! Sehen die Zombies Licht? Ich käme nicht ab. Was ist das? Behelfsmesser. Ein improvisiertes Messer kann verwendet werden, um sich aus dem Griff von Gegnern zu lösen. Das können wir brauchen! Ich hab zwar keine Ahnung, was für Tasten das wir dafür brauchen, aber... Kruzifix. Alter, da jammern die Wände. Mama, die Wände jammern! So, Stickerl für Stickerl. Die
scheint auch so eine Bewegungsfolge zu... Ja. Und wenn's da ohne und Scheinmoney haut, dann gehen wir vorbei. Ja, aber findet man da am Scheißhaus irgendwas? Können wir mir von hinten Leute abstechen? Gott, Alter, wir haben ja halt wirklich im Irrenhaus, gell? Jetzt warten wir, bis es wieder kommt. Und dann Jamie hat. Dann müssen wir uns im Scheißhaus wahrscheinlich verstecken und dann kommen wir irgendwann wieder aus. Du bleibst stehen da hinten. Was auch immer du da an der Wand suchst, aber du bleibst stehen da hinten. Was ist denn mit ihr da drin jetzt? Gott verdammt nochmal, that escalated quickly! Oh, okay. Komm, an die Scheibe ran, Ja. Alles dreckig. Glut haben wir noch über. Scheißhaus eingesperrt, was soll ich machen? Wir werden schon passen, keine Ahnung. Jetzt wenn es wieder 4 geht, dann gehen wir in die nächste Kabine rein. Was tun die da hinten? Scheißen, kotzen, beides. Keine Ahnung. Really, do it. Nein, tu es nicht. Ich weiß genau, was passiert. Geh vorbei jetzt da. Ich frage mich aber, warum es geht. Ich frage mich, warum es geht. Kommt's da? Oh, das ist ein dermaßenes Irrenhaus. Du willst es doch auch? Natürlich will ich es auch. Ich mag aber auch nicht sterben. Heisel für Heisel gehen wir vorwärts. So ist er. Vergiss den Nahkampfangriff nicht. Ich hab mit ihr keinen Nahkampfangriff, oder? Scheiße, wenn die da jetzt einer kommt, dann haben wir sowieso verkackt. Ja, den Pistolenschuss, den nehme ich nicht für sicher. Da lässt sich der Schiebe schon schön brav das Messer. Aber was tue ich da jetzt? Was? Ja, was jetzt schauen wir mal, okay. Geh raus! Geh raus! Ich hab tatsächlich... Oder bist du aus Beton? Jetzt können wir es probieren. Stevie Stabby. Oh, du hättest schon irgendwas droppen können, du Scheißhausruhe. Gibt's jetzt da herin nix und jetzt haben wir kein Messer mehr, oder? Das ist fast hin. Oder ist fast kaputt? Das schreckt mir wegen, du Scheiß aus dir! Warum kann man da spielen? Irgendwas ist da. Literweise Blut. Das haben wir in Resident Evil 1 schon gelernt, dass man da am Stöpsel ziehen muss und dann liegt der Schlüssel drin. Aber hier ist das anscheinend nicht so. Gut, jetzt wissen wir, dass die halbe Schere was kann. Einen Zombie killen. Herzlichen Glückwunsch. Na gut, dann müssen wir wieder gehen. Wir kommen jetzt an dem Typen da draußen vorbei. Ich mag auch wetten, wenn ich meine fette Knarre in den seinen Kopf einpflanze. Oder gibt es da vielleicht irgendwas? Schauen wir mal. Grünes Kraut. Ich weiß nicht, was die alle da drin hat. Schauen wir mal. Ja, wahrscheinlich werden wir.
probiere jetzt da einfach vorbeizugehen, in der Hoffnung, dass er mich in der Finstern nicht sieht. Ja, aber da komme ich nicht vorbei. Was tue ich jetzt mit dem? Ich gehe einfach trotzdem vorbei und schau, was passiert. Nix Gutes! Nix Gutes! Hallo! Tu mir irgendwas. Komm, geh mal. Wir gehen einfach irgendwo hin. Sehr gut! Sehr gut! Die brauchen wir! Ohne Munition! Ist gleich noch viel besser! Wir gehen wir! Okay, tschüss! Ich hab nicht gewusst, dass man wolten kann, aber man kann... Okay. Wir haben mit der Grace nicht wer... 2 Schuss! Ja, danke auch! Danke, schön! Sehr gut! Kommen die da jetzt, oder? Kann ich mich verstecken? Da braucht man einen Schlüssel. Hier. Wenn du jetzt da durch die dann kommst, kotze. Dann kotze ich wirklich. Dann haben die alle ein Verständnis wie der scheiß Tyrant im 2er Remake. Oh, bewegt mich so sehr gut. Müssen wir das grüne Kraut fressen, das hilft nicht. So, schaut wieder gut aus. Umschauen. Was soll ich mit 2 Schuss? Da kann ich Pfutz ans Tisch hinhauen! Dann brauchen wir erst die Schlüsselkarten, kriegen wir schon. Sonst scheint hier nichts zu sein. Schießen mag ich jetzt auch nicht unbedingt, aber ich darf mir gerne den Speisesaal noch mal anschauen. Schleich dich mal wieder da hinten, wo du hergekommen bist. Ins Esszimmer. Los! Geil. Ja, können wir da raus? Ja. Du jetzt der wackelt, der hat keinen Arm mehr! Und ist schon klar, dass du einen Lichtschalter nicht einschalten kannst! Jetzt da drin, okay. Haben wir schon wieder auf 2000, du. Jetzt schauen wir da mal. Der kommt wieder, der kommt. Mach schon mal die Bumsbude zu, wir gehen mal wieder. Wir gehen mal weiter. Mit unseren 2 Schuss kann man vielleicht einmal jemanden in den Knierscheiben schießen. So, wieder. Da ist wieder Achterbahn. Wo war Schalten? Ich hab's genau gesehen. Kruzifix. Haben wir keine Kekse? Oh, da, hier unten. So, die Frage ist, wie ich das da kaputt mache. Ich hau jetzt da mit drauf und schau, was passiert. Okay. Zombies können hören. Wir gehen einfach einmal auf. Ich weiß nicht, ob er mich gesehen hat oder nicht, oder was? Ja, die Gescheitern haben es nicht. Das ist ja gut! Wenn die nicht die Gescheitern sind, wir schleichen jetzt da ganz gemütlich. Da ist was. Da ist wieder so ein Eimer voll Blut. Was hat das zum Bedeuten? So, bleiben wir mal auf der Ebene. Oh, Karten, sehr gut. Kommt die Pimpf wieder, oder was tut denn? Eine Übersicht des Westflügels. Ich hoffe, dass ich die Karten jetzt da irgendwo habe. Wir gehen jetzt da irgendwo mal weiter. Von der anderen Seite verschlossen. Jetzt kommt wahrscheinlich da und rauf und ich bin da herum eingesperrt, oder? Nein. Leg mich da am Arsch, Alter. Da haben 3 von den Arschlöcher herin. Ich geh wieder. Bis dann. Gehen wir mal ganz auf, schauen wir, was da so los ist. Sie fix, Alter. Das wird gar nicht so einfach.
Ich hoffe jetzt einfach mal, dass solange wir nicht laufen, uns da keine... Was? Wer? Wo? Das sind wir im Hause, ne? Oh, ja, sehr gut. Das Schloss ist verbogen, die bekomme ich nicht auf. Ja, danke! Toll! Wunderschön! Wunderschön! So, aber... da kann man Stockwerke durchgehen. Okay, wir müssen mal schauen, wo wir hin müssen. Wir sind jetzt... Schauen wir mal, wir haben jetzt ganz oben. Grünes Kraut! Faunsam grünes Kraut! Sehr gut. Jetzt machen wir das da mal aus. So, wir haben ganz oben direkt vor der Treppe. Das heißt, wir gehen da oben, da und dann, da kommen wir nicht rein. Da ist die Kochnische, Büro, Aktenraum, blablabla. Und das da ist das, wo die andere umeinander gesungen hat. Und wenn ich das richtig gesehen habe, dann geht sie die ganze Zeit da hin und her, da stehen ein paar Zombies rum. Und wir müssen eigentlich bloß eine und rechts da durch die Tür in die Galerie. Was da dann ist, da kümmert sich dann der Zukunftsbürger drum, aber da müssen wir anscheinend durch. Endlich normale Leute. Fridolin, merci wieder im Fünfer. Hey, Junge! Feigl, dein Koch nicht, der spuckt uns in die Suppen. Ich schau morgen noch. Merci dir, ich hab's spät gesehen, sorry. Fühl dich aus der Zukunft gegrüßt. So, zur Not kann man mir da auch Flaschen hinschmeißen, dann lenkt man es ab, die Zombie-Deppen, und lockt man es ins Eck hinterher. Geht's da einmal noch ganz normal. Aber wir werden mal abwarten müssen, bis die Singer, die Tussi, irgendwie eben gerade nicht da ist. Der Fridolin ist noch da! Ja, so ist recht, so ist recht. Ja. Jetzt dreh dich um und schleich dir, du Scheiß aus Ruhe! Da ist die Tür. Mr. Zombie-Sepp, du wärst dich schon nicht um. Oh. Wie habe ich jetzt auch meinen können, dass wenn ich die Münzen vom Klavier runter tue, dass das keinen Ton macht? Oh, das war knapp, du. Das war knapp, du! Oh shit, wir haben keinen Platz mehr im Inventar. Da müssen wir ein paar Schuss verschießen, habe ich gehört. So. Wir haben was gefunden. What? Gefalteter Zettel. Ich muss raus hier, aber das ganze Gebäude ist abgeriegelt. Ich muss den Vorsitzenden bitten, mir seinen Quader zu besorgen. Ich habe gerade wieder einen Schrei gehört. Meine Kollegen bringen sich gegenseitig um. Was zum Teufel ist hier los? Ja, Gott sei Dank, dass wir den Zettel gefunden haben. Was tat man noch ohne diesen Zettel? Bist du im Mund? Oh, da kann man von oben runterschauen, schon hin. Gibt's da was? Mach lieber aus. Mach mal lieber wieder aus. Schauen wir mal, was wir da so sehen. Gab jetzt da noch was zum Looten? Mit Sicherheit ist da irgendwo im Raum was zum Looten und bei der Sängertussi auch. Nur mit grünes Kraut! Kombinieren! Kräutermischung? Geht das? Ah ja. Ja, geht schon. Inventarverwaltung ist der Schlüssel zum Überleben. Vermeiden Sie es, Objekte wegwerfen zu müssen, indem Sie Dinge der Inventarbox verstauen, oder vergrößern Sie Ihre Tragekapazität mit einer Gürteltasche. Ich habe keine Gürteltasche, mein Freund. Liegt hier eine Gürteltasche? Nö. So. Die Frage ist, was tun wir hier? Was ist das? Büro des Vorsitzenden. Da hinten wird gerade jemand gegessen, glaube ich. Diese Treppe ist verdächtig. Verdächtige Treppe kann man nicht benutzt werden. So, machen wir das aus. Da sind Abdrücke von etwas Geschriebenem. Brauchen wir da so einen Stift? So wie man das in der Grundschule gemacht hat? So.
Weißt du schon, wie man? Schauen wir uns die Bumsbu... Oh, da kann man die Münze einwerfen, ha? Sonne, Mond, Stern. Sonne, Mond, Stern. Sonne. Okay. Da Mann, ich werde mal was finden müssen. Da liegt was. Was ist das? Kopie einer E-Mail ans Management. Betreff Personaländerung von Mitchell Bennett. Der Neuzugang wirkte neulich beim Abendessen vielversprechend. Stufen Sie seine Freigabe eine Stufe höher und teilen Sie ihn dem Projekt zu. Schicken Sie den aktuellen Forscher bei Gelegenheit zur Verarbeitung. Ist da sonst noch was herin? Wir müssen doch da einer... Da ist der Quader. Wir suchen einen Quader. Ist das der Quader? Da ist Einhorn drauf. Das schaut schon mal gut aus. Einhorn-Schmuckkästchen. Ein fein gearbeitetes Kästchen, das mit einem Einhorn verziert ist. Es klappert, wenn man es hin und her bewegt. Geil. So ist es. I need this! I can't take it! Because my inventory is full! Weißt du was, du die Flaschen weg. Das Objekt wird aufgenommen und das Inventar geschlossen. Objekte in der Zwischenablage werden weggeworfen. Fortfahren, ja. Das liegt dann auch nicht da umeinander oder so, okay, aber das hilft jetzt nicht. Das müssen wir... Die Frage ist, was da hinten los ist. Warte mal. Scheiße, da war der Bleistift. Kruzifix, ich hab 2 im Inventar! Dann schießen wir jetzt einmal den Zombie dort. Hoppala, das wollte ich nicht. Das hilft jetzt nicht, den müssen wir da schießen. Haben wir in Resident Evil 1 schon gelernt, wenn's Blut ausrinnt, haben's hin. Okay. Eine Blutlache. Das ist schön, dass ich da überall draufklicken kann. So, kann ich jetzt so viel nachladen, dass ich einen Inventarslot kriege? Das war voll super. Natürlich nicht. Das hilft aber jetzt nicht, ich mag da nix wegschmeißen müssen. Ich sag's wie es ist. Das passt mir gar nicht! Wenn wir nochmal zurück ausgehen. Was haben wir da drin gefunden? Ich vermute, dass wir in Kürze mit einem Besuch der DSO rechnen müssen. Bitte geben Sie um 23:30 Uhr Code 6 aus. Wir haben unser Ziel erreicht und benötigen diesen Ort nicht mehr. Klingt nicht sehr nett. Lass mich... Jetzt haben sie in deiner Mom gezahlt, dass du mitspielen darfst. So, wie der man das jetzt? Ich muss irgendwas weg. Wo ist denn der Safe Room? Wo ist der Safe Room? Lass mich schauen. Aussehen, an denen wieder vorbei. Der ist ein meilenweit weg, Alter. Toilette, wo war denn der Safe Room? Bin ich besoffen? Der ist ein meilenweit weg, Alter! Ja, da müssen wir irgendwas wegschmeißen, das hilft nicht. Was müssen wir wegschmeißen? Wir haben da Arzneispritze. Haben wir zweimal grünes Krautfleisch oder die Münzen. Nein, die Münzen mag ich eigentlich überhaupt nicht weg da. Ne, hätte man die bis dahin weg da. Also, ich sag's, wie es ist. Der eine Scheißschuss, der hilft uns ein Scheißdreck. Ich nehme jetzt das da und fertig, weil es nicht hilft. Weil es nicht hilft, da ich jetzt da die ganze Bumsbude da noch mit durchlaufen, oder was? So, wo ist der Zettel, wo man das Geschriebene sieht? So, hier, Bleistift drauf. Cool. Das muss ich selber... Oh. Mond, Sonne, Stern, Mond. Mond, Sonne, Stern, Mond. Ja, was? Hallo, das ist wieder weg. Hopp schon. Mond, Sonne, Stern, Mond. 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 Mond.
Sonja! Stern! Mond! Mondquarz. Okay. Den haben wir. Da war der Lichtschalter da gewesen schon. So, die Ziegen reinquatschen. Oh, schau hin. Da ist sogar das sichtbar, wie man es aufgemalt hat. Respekt. So. Weiter geht's. Da haben wir noch keine Schlüssel nicht. Dann schauen wir doch da mal weiter. Ja, sag mal! Alter, das Blätter ist fast schon narrisch, gell? Oh, Abkürzung! Abkürzung! Ich will hier raus. Ich liebe es. Ich will hier raus! Ja, da können wir gleich einen Mondscheiß reinschirmen. Jetzt pass auf. Mondscheiß reingeschoben. Wunderbar. Perfekt. So, die Quader finden und einsetzen. Wunderbar, wunderbar. Du musst das Haus anschauen. Ma. Was für ein Haus, Alter? Was denn du? Wie war das vorher mit? Wer spoilert? Was liegt da? Da liegt nichts. So. Das Ding gleich mal her. Kann man das nicht einfacher verschirmen? Verstauen! Verstauen! Und das Ding, rotes Juwel. Ein alter roter Edelstein, sein Leuchten erinnert an frisches Blut. Das kennen die Einhorntiere ein, ja. Hätte ich jetzt einmal gesagt gehabt. So, machen wir so, pass mal. Jetzt hat er mir das Baumenü gelesen, das hätte ich auch gesagt. So, bitte schließen Sie nicht das Spiel! Niemals. So, Map schauen. Wir haben Tür mit Vertiefung. Das heißt, Haupthalle links, da ums Eck und da ist die Tür mit, das ist die Einhorntür, glaube ich. Wenn mir nicht, da ist die Tür zur Speisekammer, das ist die Küche, wo wir durch hätten müssen. Baumenü, wann ich das wohl finde, ich hab's schon gesehen. Haben wir am Freitag schon gesehen. So. Waren wir an der Tür schon, gell? Ja. Jetzt gehen wir da ums Eck und schauen wir, wo das Ding da. Aber die Münze wäre für Salon. Oh, das stimmt. Mei, die 5 Meter können wir schon zurückgehen. Das geht schon. Komisch. Kommen alle so hier rein? Was tut denn der Typ aus der Küche raus? Ich warne dich, Alter. Oh, das sind Münzen. Ist das wieder so ein Tyrant-Verschnitt, der die ganze Zeit da umeinander gichtelt, dann flippe ich aber aus, gell? Hey, grüß hast du, hey, sag mal, in der Küche brennt Suppen aus, schau, dass du schleichst du Huren. Ich spiele eine Runden Roulette. Oh, der steht auf, möchtest du wissen, dass er aufsteht? Schießt in der hässliche Fresse, du Spacko, was kann er? Die schauen alle so wütend aus. Was ist da? You spin my arm right round. Hoppla, da kann ich auf F drücken. F. East Wing Keycard. Ostflügel. Okay. Tut mir leid. Tut mir ehrlich gesagt überhaupt nicht leid, aber gut. Wenn ich jetzt da eine Runden Roulette spiele, kommt dann der Koch und bringt mir was zum Essen? Oder weiß das schon? Was ist denn das? Mozarko Blood Collector. Was ist das? Muss man da Münzen reinschieben oder was? Was ist das da? Keine Ahnung. Keine Ahnung. Die mag ich haben! Wir Münzen haben. Ah, Taschen.
Verspül doch das jetzt nicht beim Roulette. Bist du Psuffer oder was? Ich geh jetzt zurück, hol die dritte Münzen. Dass die stacken ist auch eine nette Information. Okay. Der soll da hinten umeinander rein, ist mir wurscht. Ist mir scheißegal. Jetzt holen wir uns die dritte Münze und dann kaufen wir uns die Taschen. Die jetzt hier wie ist das der über mir umeinander grunzen. Machst du mal die Kiste auf? Wir haben sogar 2 antike Münzen. Eine verzockt man beim Roulette. Eine verzockt man Na, das brauchen wir nicht. So. Eine verzockt man beim Roulette. Wunderbar. Und Gas. Sind wir schon unterwegs. Vasenbierger. Ich weiß nicht, was man mit Vasenbierger sagen möchte. Lauf weit! Was tun denn? Spielt der jetzt? Du spielst jetzt total! Ah! Was ist mit ihm? Was ist jetzt? Was soll die Muse? Hör auf! Bleib du Arschloch in deiner Kirche drin, du Huren. Bumspolizei währenddessen hier gesagt, so, jetzt kaufen wir uns jetzt mal die Taschen. Also eine Tasche kaufen. Einwerfen. Warum werden die Musi so intens? Please stop it! Her mit der Taschen! Diese kleine Tasche erweitert das Inventar um 2 Plätze. Easy. Sehr gut. Das ist schon mal Fake-Käufer. So. Irgendwas. Das Ding schaut auch so verdächtig aus da. Oh! Habe ich vorher nicht gesehen. So, ihr labert irgendwas von Vasen im Eck hinten. Oh! Okay, bin schon wieder stark. Ha! Noch eine antike Münze. Münzige Münze! So, wir haben ein Messer. Na gut, haben wir schon alles benannt. Kann man das irgendwie auf einen anderen wegstecken, untersuchen, Schnellzugriff? Na gut. So, eine verzockt man. Was bringt mir das? Irgendwann, da kann man jetzt spulen. Schwarz 29. Ja, auf das habe ich gesetzt. Ich hätte jetzt gedacht, man kann da zocken. So, das ist jetzt das einzige Mal, wo ich mich spoilern lasse. Ich möchte wissen, was das ist. So, ich drücke jetzt da mal 4, sagt man da, was es ist? Stabilisator, verbessert die Handhabung der Waffe und die Feuerkraft. Okay, doch nicht spoilern, steht dort, was es ist. Steroide erhöhen die maximale Gesundheit. Das da? Bedienungsanleitung steigert die Kapazität des Blutentnahmegeräts um 50 Einheiten? Hä? Was? So, Herstellungsmenü haben wir schon mal gefunden. Wir haben aber weder Metallteile. Sollte Material, das zur Herstellung verschiedener Objekte verwendet wird. Moment mal, da hätten wir jetzt fast unser Messer zerlegt. Das tun wir natürlich nicht. Okay. Okay. Salon ist das da. Warum wurde ich geblockt? Ich habe doch gar nicht gespoilert. Ja, was ist? Da wird schon seinen Grund gegeben haben. So. Dann hätte ich jetzt vorgeschlagen, gehen wir in den anderen Flügel um. Nochmal schnell speichern, anderen Flügel umgehen. Inventar. Simsa, nicht genug. Hauptspeise.
Können wir hinter dem gehen, ohne dass er uns hört? Oh. Der passt mir gar nicht, das sage ich dir, was ist. Nicht laufen. Nicht laufen. Alles gut. So. Wunderbar, wunderbar. Wunderbar, wir speichern. Na, zuerst mal Inventory Management, wichtig. Ich glaube, dass wir... Ja, warte mal. Das können wir gleich mal kombinieren. Grünes Kraut! Grünes Kraut, Kräutermischung, grün, grün, grün und grün. Dann machen wir mal ein Zweier draus. Wieso geht das nicht? Dann gehen wir zurück. Dann machen wir so, so. Kombinieren. Ja. Das verstauen wir aber. Das verstauen wir und das nehmen wir mit. Das soll eigentlich überall gegangen. Wunderbar. Speichern wir mal rein. Zeit das mit, wie oft wir speichern? Wahrscheinlich schon, gell? 10 Mal haben wir schon gespeichert. Haben wir noch nicht recht weit gekommen. Sicher ist sicher, Kinder. Sicher ist sicher. Und normalerweise geht jetzt da auch die Türe auf und dann ist die Karten weg. Wunderbar. Sehr schön. Wenn der Chat fast spannender ist wie das Spiel. Was ist denn da schon wieder los? Ja, aber er weiß ja noch gar nicht, was er fragen muss, damit wir ihm helfen können. Das ist der Koch, den du nicht holst, wenn das Essen nicht geschmeckt hat. Kennst du erstmal an die Barzapf. Was ist da los? Der Chat ist halt absolut Cinema. Ich mag es gar nicht lesen, ich mag gar nicht wissen, was los ist da drin. Ja, ich hab das Gefühl, dass wir da jetzt absolut Cinema haben. Oh, da ist eine kleine Sammelfigur, die nehmen wir natürlich mit. Wenn es ist wie im Simmer und im Achter, dann findet man kleine Schlüssel überall und nirgendwo. Warte mal. Nehmen wir natürlich mit, aber da verpimmelt man keinen Pistolenschuss. Von der anderen Seite verschlossen. Da haben wir die Ruhezone. Was haben wir sonst noch irgendwas? So viele Rezeptionen in der Bude da. Ah, was haben wir da? Findet man mir auch mal in irgendeinem Schublon irgendwas? Das war auch mal eine Sache. Da drin los. Da ist los da drin. Lasst's mal ja mal in Ruhe. Sag's euch, wie es ist. Oh, oh, oh. Schau dieser, die lernen sich automatisch ums Eck rundum. Guckt mir jetzt da einmal und schleicht da erst einmal rundum, ob es irgendwas zum Looten gibt. Ansonsten müssen wir halt in die Fresse schießen. Ich meine, das ist... hat mehr Reiz als das Hirn. Was haben wir da? Ein Safe? Oder mich gesehen, oder was? Ich greif jetzt da mal in deiner Leichen drin umeinander, das ist okay. Die ist aber ganz schön leer. Ja, den werden wir töten müssen, das hilft ja nicht. Unter der Fixierung ist etwas. Antike Münze, eine... Oder kennt was Herzähnliches einbaut, ha? Oh Gott. Die Kotze, eine Kotze! Da hinten liegt der Rekorder, glaube ich. Kriegen wir. Disgusting shit. So, jetzt ist die Frage, ob man von hinten Zombies abstechen kann. Oder der Schein dahinter holen. Wieso geht er nicht so vor mir? Das Pankreas. Quer übers Regal. Holt's euch gleich! Ist der Eifel nicht, da schieße ich in der Finster rein. Brauche ich kein Licht nicht. Schaust auch nicht so gesund aus. Was ist hier los? Was ist hier los? Wir haben bloß so 6 Schuss gelang für einen Zombie. Was ist hier drin los? Und jetzt bin ich da. Da hätte ich mich vorbeischleiten. Ja, aber da vorbei. Wieso kann ich je... Moment mal, wir haben vorher irgendwas mit einem Blutsammler gehabt, gell? Den haben wir anscheinend noch nicht so wirklich.
Oh, da haben wir was, da haben wir was. Informationen. Hämolysespritze. Ein Spezialmedikament zur Zerstörung infizierter Blutzellen. Verhindert die Mutation von Leichen und eignet sich, um Gegner lautlos zu erledigen. Sie können sich von immer... Oh mein Gott, ich hätte den Typen so killen können. Naja, gut. Oft einmal, da hast du Pech. Sie können sich von hinten an einen Gegner anschleichen und ihn mit einer Hämolysespritze sofort ausschalten. Dasselbe gilt für taumelnde Gegner. Ja gut, mir Person. So, was der wir jetzt mit dem? Du, deine Füße. Weiß jetzt auch nicht. Aber da ist... Unter der Fixierung ist etwas. Kann man... Ja, aber ich muss doch die Fixierung dann irgendwie aufmachen können, oder nicht? Kann man dann nicht mehr hier... Hackerman. Hackerman! Ja, und da haben wir einen Safe. Schauen wir uns den nochmal an. Oder wenn die jetzt aufgegangen wäre, hätte ich hergeschissen. Ja gut, gehen wir mal uns weiter. Was haben wir da überhaupt? Behandlungszimmer, da hinten geht. Oh, da hinten steht noch grünes Kraut. Grünes Kraut! Leiche mit fehlenden Organen. Gehen wir mal aus, wie schaut unser Inventar? Das schaut eigentlich gut aus. Das ist so in der Finsternis gestanden, dass ich es einfach nicht gesehen habe. Ich mag aber auch nicht heller stellen. Ich will nicht heller stellen! Na gut, gehen wir Heisel weiter. Wird alles sauber durchsucht, Kinder. Und jetzt da wieder. Okay. Machst du mal eine Licht ein? Blutentnahmegerät. Blutentnahmegerät. Ein zu Forschungszwecken entwickeltes Blutabnahmegerät. Gesammeltes Blut kann verändert und als Herstellungsmaterial verwendet. Benutzen Sie das Blutentnahmegerät, um infiziertes Blut zu sammeln, mit dem Sie nützliche Objekte herstellen können. Analysieren Sie Blutproben mit dem Lasermikroskop, um neue Rezepturen für die Herstellung von Objekten zu erlernen. Aha! Ist vielleicht nützlich. Was haben wir da? Blutprobe mutiert. Eine Probe mutierten Bluts. Eine Lasermikroskopanalyse macht die Herstellung von Pistolen, Munition und Hämolysespritzen ermöglicht. Also, normalerweise stelle ich ja keine Fragen in diesem Universum, weil das alles normalerweise ziemlich absurd ist. Aber wenn man verdammt nochmal Pistolenmunition aus Blut macht. Und jetzt hat die Bordone einen Sinn. Ha, da schaust du her. Analyse! Ich analysiere das hier, oder? Oh, schau hier, mit wie viel Liebe das gemacht ist. Hackerman! Der Analyzer Version 1.21891. Aktivierung aller Atome. Umwandlung in 0. Mindestanzahl an Schritten 1. Und jetzt klicke ich da einmal hin. Aktiv, passiv. Ich klicke da hin. Beep, beep, Motherfucker. Und dann klicke ich da hin. Umwandlung in 4. Hä? Müssen alle rot sein oder alle grau sein? Mein Gott, ich hasse die Scheiße. Ich hasse diese Scheiße! Wahrscheinlich müssen alle rot sein. Aber das ist richtig verstanden. Warte mal, kann ich da nochmal rücksetzen? Ja, genau. Der ist so ein Scheißdreck, hasse ich halt wie die Pest. Damit ärgert man normal die Hund. Jetzt traut sich keiner mehr was sagen. Alle rot. Dankeschön. Mehr wollte ich nicht wissen. Deswegen kriege ich es auch nicht hin. Es bewegen sie immer die Benachbarten mit. Haben wir schon. Und das war tatsächlich beabsichtigt. Sie können jetzt Folgendes herstellen. Pistolenmunition, Hämolysespritze. Erhaltene Rezepturen. So geht Wissenschaft. Lernen Sie per Analyse eine neue Rezeptur.
Customize Baumenü. Unter Herstellen können durch Kombination von Objekten neue Objekte hergestellt werden. Rezepturen für die Herstellung erhalten Sie durch die Analyse von Blutproben mit dem Lasermikroskop. Was wird man noch gerade alles bauen können? Wir haben jetzt gekriegt, die Pistolenmoon, was brauchen wir da dazu? Blut und Schrott. Das ist richtig, ist das Blut wahrscheinlich. Behelfsmesser, da brauchen wir 2 mit Metallschrott, Hämolysespritze, die ist stark. Die ist stark, wenn du von hinten Zombies lautlos killen kannst, das ist stark. So, und die Level 1 Karten, die liegt da garantiert auch irgendwo umeinander. Sagt die, da war was, nein, da war nix. Links beabsichtigt. Ich hab bloß 68 Versuche gebraucht. Nein, ich hab's noch gar nicht gespielt, aber ich lache mir im Chat da, weil ich bin der cool Marker Meiser. So. Da haben wir die Bumsbühne auf. Da Metall. So, habe ich das Metallzeug auch im Inventar? Ja. Okay, mal gleich mal was herstellen. Mal was herstellen. Nein, nicht. Wir nehmen da so eine Blutprobe. Was da die Zombies oder was? Was haben wir hier? So. Wo sind wir da? Da ist noch was, da ist ein Lasermikroskop und da ist infiziertes Blut. Jetzt haben wir beieinander. Und wo sehe ich, ob das dann leer ist? Einfach so. Na gut. So. Außen, links und da hinten an ihm vorbei. Was haben wir da? Fehlendes Organ war da und der Tresor. Und 3 Blutproben. Ja, immer her mit dem Schund. So. Wir schleichen uns jetzt da an dem vorbei. Wie laut? Ha. Licht gemacht. Voll Idiot. Wo haben wir denn jetzt wieder? Sackelt sie mit, wo haben wir jetzt wieder? Nicht gut. Nicht, gar nicht gut. Gar nicht gut. La. Fuck. Die Zeit muss sein. Lauf! Jana! Wie schnell ist denn die Reife? Okay, wir gehen. Alter, der ist verfickt schnell! Da gehen wir da oben. Will Smith, gehen wir da. Stacken die Spritzen im Inventar. Ja, schaut so aus, als dann sind da kommen sie stehen. Geht jetzt der wieder heim oder was ist mit dem? Dann sammeln die nämlich das Blut zusammen. So. Da rennt die nicht. Ja, okay, ich geh. Ich geh einfach! Crouch ist gleich unsichtbar. Das Gefühl habe ich auch schon ein paar Mal gehabt. Ja, aber wir müssen an den 3 vorbei. Was der wir mit den 3 da hinten? Pistolenmund bauen, hä? Gezielte Kopfschüsse reinlenken. So. Erstmal Blut sammeln! Liegt ein wenig mehr Blut abgekommen. Und dann bauen wir Pistolenmund. Blutige Angelegenheit. Stellen Sie unter Verwendung des Blutentnahmegeräts ein Objekt her. Easy going. Das sind die anderen auch. Voll. Oder der Hacke! Geh mir her da. Hackelmann! Die Money muss ich weg tun.
Wieso soll ich die das jetzt da? Was tut das Ding? Hämolyse-Spritze, ein Spezialmedikament zur Zerstörung infizierter Blutzellen. Verhindert die Mutation von Leichen und eignet sich, um Gegner lautlos zu erledigen. Moment mal, können die Wichser aufstehen? Oder wahrscheinlich kann irgendein anderes Viech, das noch nicht da ist, zu denen ich hingehe und die wiederbeleben oder irgend so ein Bullshit. Ja, ich laufe jetzt da vorbei in der Fenster, ne? Nicht gut. Das war nicht gut. Oh, Messer kann man wieder aufklappen. Easy. Alter, schau mir die Scheiße wird. So, wie kiten wir jetzt diese Zombie-Trottel da irgendwie rundrum, dass ich vorbeikomme? Lassen wir mal zu. Das ist so eine kleine Sammelfigur. Ich nehme an, das ist oben. Münze. Nehmen wir mit. Mehr Gesundheit. Ich sag das, wie es ist. An denen ich vorbeikomme, ist gar nicht mal so einfach, oder? Mir ist noch nicht aufgefallen, wie man es am Gescheitern macht. Was ist mit euch zwei Idioten, Alter? Das heutige Experiment. Frage ist halt auch, ob es da irgendwie weitergeht. Irgendwas, wo wir noch nicht waren. Ich muss irgendwie an denen da vorbei. Die Frage ist, komme ich an denen irgendwie vorbei? Dann haben wir nur 4 Schuss. Die kite mir jetzt. Hallo! Bin schon fort! Tun Sie sich mal nicht runter! Kommen Sie mal hier! Kommen Sie mal runter hier! So. Der Mann da jetzt am Geschickten. Ich fahr jetzt da nicht einmal Trompeten an und schieße aus Versehen. Einen Schuss haben wir verkackt. Aber die sollten nicht da ums... Wir kommen... Geht's einmal da um und dann laufen wir so rundum vorbei. Das ist so die Idee zumindest. Kim? Geh noch ein bisschen noch. Bisschen noch, da bin ich. Da bin ich. Hallo. Das ist jetzt nicht der Ernst. Da ein bisschen um da. Wieso gehst jetzt du noch so weit rechts, du Arschloch? Laufen! Abflug! Oh Gott sei Dank kein Schaden gemacht, passt. Ablenken, ich hab nichts zum Ablenken. Die scheiß Flaschen habe ich vorher weggeschmissen. Und das hätte da auch nicht gescheit funktioniert. So, wenn die Tür jetzt zu ist, haben wir sowieso gefickt. Oder wenn da noch recht viele andere immer noch da. Ja, hallo. Hallo. Oh, Safe Room! Ja! Okay, das ist schon Maps. Oh, oh. Das ist schon ein Maps. Ist da sonst noch irgendwas herin, was wir brauchen können? Ja, mal Loot her. Bist du in Mund, war ganz nett. Kisten haben wir auch keine da, oder was? Ja, gar kein Safe Room. Ein schwacher Safe Room. Was ist da alles los? Was haben wir da? Wir haben was gefunden. 3 alte Männer. Was auch sonst. Team für experimentelle Transplantation künstlicher Organe. Oh, grünes Kraut. Grünes Kraut. So, mal lesen, was da los ist. Nachricht des Forschungsleiters an meine Sekretärin. Ich habe den Schlüssel für das Schloss des Geheimschranks verlegt. Die anderen Führungskräfte dürfen nicht davon erfahren.
Das ist immer gut, wenn man das dann auf den Zettel schreibt. Bitte finden Sie ihn vor der Besprechung nächste Woche, ohne dass jemand etwas merkt. Falls Sie ihn nicht finden, schmelzen Sie das Schloss mit dem Ätzmittel aus der Flasche im Konferenzraum. Ätzmittel, Konferenzraum. Konferenzraum wo? Da werden sogar Leichen auf der Map gezeigt. Okay, was ist das da? Ein Dietrich liegt da rum. Okay. Wo ist der Konferenzraum? Haupthalle, Büro, Galerie, Bar, Lounge, Zimmer 1080, Schwesternstation, Büro des Forschungsleiters. Gut, da geht's noch weiter. Wir wissen nicht, was da noch kommt. Da hinten war im Übrigen auch ein Speicherpunkt gewesen. Aber das ist ein ganz anderer Raum. Untersuchungszimmer, Blutlabor, Empfangsstation, Wartezimmer, Reha-Station, Salon, Küche, bla bla bla. Und ganz oben haben wir noch gar nichts. Das ist eine ganz schöne große Bude, du. Was haben wir da? Im Hintergrund ist einer der Schränke mit den Symbolen zu sehen. Mond, Sonne. Ab in den Chat XX Mond, Sonne. Das ist der Mondschrank. Und das ist der Sonnenschrank. Wir brauchen Sonnenschrank, Bindestrich, XX Mond, Sonne. Das können wir ausprobieren, da können wir drauf. Ich bin mir nicht sicher, einen Mondschrank haben wir schon, gell? Warte mal, schauen wir mal, das war eigentlich ganz einfach. Mond, Sonne, Stern, Mond. Ja, genau. Den haben wir schon. Jetzt brauchen wir quasi nur einen Sternen-Dingsbums. Sternschrank. Ist da so ein Schrank herin irgendwo? Ah, da, tatsächlich. Was ist denn das für einer? Das ist allerdings der Sonnenschrank und da haben wir noch keinen Hinweis dazu. Außerdem ist da ein Schloss dran oder was? Haben wir nicht. Verschlossen. Vorhängeschloss zerstören. Und da brauchen wir das Ätzmittel. Das Ätzmittel. Ätzio! Ätz mal rein da! Schauen wir mal, das Sonnen... Ah! Sonne! Ist Stern, ja, das kriegen wir dann schon. Wir müssen sowieso wieder daher dann. Jetzt brauchen wir erstmal das Ätzmittel. Ätzmittel. Jetzt haben wir mal den Dietrich da noch zusammengerein irgendwo. Der ist. Was damit? Sehe ich richtig, dass wir da jetzt feststecken? Ja. Dietrich. Ein Einmalwerkzeug zum Öffnen einfacher Schlösser. Und das ist der Schlüssel wahrscheinlich für diese. Kann man da durch? Nö. So, die Frage ist, wie wir da jetzt rauskommen, ohne dass wir die zwei Idioten da aussehen links. Ja, probieren wir mal Licht aus. Speichert man nochmal. Man kann nicht oft genug speichern. Anspruchsvoll ist das nicht, im gleichen Raum liegt die Lösung. Sprenge. Experiment. Ich geh. Leute, ich geh einfach. Ihr seht's mich gar nicht. Armbandstufe 1. Scheiße! Fuck, lass mich laufen! Scheiße, da ist der Kartenling. Was tut das? Ja, möchtest du verarschen? Lauf! Was tut das? Scheiße, da steht da und da noch umeinander. Na, komm, lauf wieder. Haus, ich schnell. Da hat Karten an umliegen. Fucking fett. Kämpfst du da durch dir durch, oder möchtest mich du vollkommen trollen? Schnauze.
Hau jetzt nicht zusammen, weil des Hirns. Okay. Backtracking freigeschaltet, sehr gut. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Da machen wir einfach gleich mehr auf. Macht mal gleich mehr auf, weil es eh wurscht ist, was für ein Schubladen das wir aufmachen. Was haben wir da gefunden? Seltenes Metall. Eine Handvoll Kleinteile aus Titan und Zirkon kann mit infiziertem Blut und 12er Munition kombiniert werden. Was auch immer wir dann kriegen, aber... Alter, der Fette ist ja wohl... Möchtest du mich trollen, oder? Okay, wir haben noch ein bisschen Inventar. Was ist das jetzt, du? Okay, tschüss! Die kommen schon klar da drin. Tschüss dann. Jetzt gehen wir erst einmal in den Safe Room hinein, da wo wir hinkommen, Kinder. Da wo wir hingehören. So. Na, das wollten wir eigentlich nicht. Da wollte ich eigentlich her. So. Was haben wir da? Kräutermischung brauchen wir nicht. Wir haben Kräuter dabei und das Ding. Munition können wir sehr wohl brauchen. Das Armband können wir brauchen. Die 3 Münzen. 4, glaube ich, haben wir braucht für die. Oder? Waren es 3 oder 4 Münzen für diese Buffs zum Kaufen? Kannst 3-mal grün kombinieren? Ja, ich kann sogar den... Ich kann sogar die Mischung mit dem einer grün da kombinieren. 4? Okay, dann kommen die auf alle Fälle mal rein. Das lassen wir da. Das glaube ich, brauchen wir jetzt, ehrlich gesagt, auch noch gerade noch nicht. Den brauchen wir auf alle Fälle. Gastauftritt Wongler. Ja, oder auch kurz, wie viel Geld wir denn da wieder gekriegt haben. Hey, der Lucky Mess wird 22 gewonnen. Ja, ich habe es auch schon länger nicht mehr geschafft. Zwingst der Arbeit. Zwingst was sonst. Entweder ist die Arbeit oder eine Idee. Die Spritzen je 4, die Erweiterung zur Entnahme 6. Die Spritzen je 4. Die Erweiterung zur Entnahme 6. Also du meinst die Blutentnahme, ja, dass man mehr speichern kann, gell? Ja, okay, verstehe schon. Speichert man mal schnell. Was echt ein bisschen hardcore ist mit ihrer... Du bist wirklich extrem knapp bei Munition. Und die 2 Typen da oben, da müsst jetzt eigentlich einen müssen wir töten da oben. Die Frage ist, ob der Fettsack immer wieder kommt. Bist du denn da drin? Kruzifix, andere Richtung, Entschuldigung. Und ich hab da irgendwo eine Kartenhänger sehen, die hab ich nicht. Da wo die zwei Ärzte oben stehen. Ärzte. Jetzt schauen wir mal. Wir kommen da nochmal ins Blutlabor hintergehen. Da ist nämlich irgendwas mit Level 1 zugesperrt. Das machen wir jetzt einmal. Da gehen wir mal rein. Waren da Zombies drin, von denen wir abgehauen sind? Ich weiß es nicht. Nur mehr ein Gedanke, die 12er Moon Eftel für die anderen Pistolen. Ja. Aber ich mag die fetten Schuhe, mag ich für die normalen Zombie-Typen nicht hernehmen. So, unser Hauptziel ist da irgendein Organ. Ah! Was? Ein Geleck. Hab ich kein Messer? Ich hab kein Messer. Das kostet sauber 2 Munition, Alter, wenn die jetzt mal wieder aufstehen können. Oh fuck. Oh fuck. Ah! Oh Gott, was ist denn mit dem Fettsack? Hallo? Hallo? Das zahle ich dir. Ich hab überhaupt nichts da! Wie, das zahle ich dir weh, du Kind? Das wird mir recht. Boah, Leute, es ist so geil. Es ist so geil gemacht. Ich raste aus. Jetzt sieht das Blut, das haben wir voll. Eine Popo!
Was tut denn der jetzt? Was macht dieses Ding? Wandelt das planlos in die Ost- und Westflügel umeinander und kommt, wenn es einem passt? Oder da war doch gerade noch im Oben. Alter, echt ehrlich. Kommt jetzt wieder zurück, also, oder was? Ich komm jetzt da nicht hindrehen. Ey, moin, Mann. Ah, da hat er wieder Schnee, bin ich, gell? Ja, ja. Ja gut, da kommen wir halt da nicht vorbei. Da hilft's halt nicht, da müssen wir woanders hin. So, Konferenzraum. Ich wollte nicht mehr einen Anhaltspunkt, wo der scheiß Konferenzraum überhaupt ist. Wir haben allerdings auch im Ostflügel vom Anfang auch einige Türen, 2 sogar. Da noch infiziertes Blut. Wieso ist da infiziertes Blut? Ach, da ist die Badwanne, ja. Speisezimmer, da kann man durchgehen und dann, ja, da ist glaube ich ein Safe Room gewesen. Oder so ähnlich zumindest. Und dann waren wir da noch nicht. Kühlkammer waren wir noch nicht und da haben wir Treppen noch nicht aufgegangen. Dann glaube ich, machen wir doch das einmal. Dann gehen wir da rundherum, gehen wir am Salon vorbei. Da ist der Fettsack. Wir kommen am Fettsack vorbei. Doch kommen wir vorbei. Und dann gehen wir da. Oh! Hausmeisterbüro und Garage. Wir haben so viel zu erkunden. Wir haben so viel zu erkunden! So! Dann gehen wir doch da mal. Schauen wir, was wir da so finden. Schauen wir, was. Das ist ja wohl schon ein Witz jetzt. Wo kommt denn die jetzt her? Fotzen! Fotzen? Fotzen muss? Wo gehen die jetzt hin? Können wir mal schnell festhalten, dass sie die Zombies absolut unberechenbar verhalten, was ich absolut fucking genius finde? Den Raum haben wir auch noch nicht so ganz durchsucht. Wo ist denn der andere Zombie-Depp? Der ist doch da in der Ecke gestanden, oder nicht? Hey, nein, ich bin schon schnell. Alte Gosch. Der ist wütend. Haut er mit seiner Stange runter. Ich weiß nicht, was ich gefunden habe, aber irgendwas habe ich gefunden. So. Hä? Da ist der Dicke schon wieder. Oh, shit. Ja gut, da müssen wir da schießen, weil es nicht hilft. Was ist das? Dicke Moon, ja. Ja, da müssen wir ihn killen, das hilft eh nicht. Bleibst du mal stehen, du laufst mal weg stehen. So, mach einen Kick rein. Blutprobe. Nun gehen wir wieder. Tschüss dann. Gibt's da was zum Looten? Ne, doch, da, nein. Gibt's da was zum... Da haben wir was... Du, da lässt man mal in Ruhe, während uns der Fettsack und der Zombie-Sepp verfolgt. Ich hoffe, im Hintergrund bleibt das Spiel stehen. Austausch der Tresore! An alle Mitarbeiter, die folgenden Tresore der Einrichtungen werden ausgetauscht. Ostflügel, Erdgeschoss, Wartezimmer. Westflügel, 1. Stock, Bar und Lounge. Ostflügel, Erdgeschoss, unleserlich. Der verbleibende Tresor wird zu einem späteren Zeitpunkt ausgetauscht. Hä? Gut, wir erinnern uns... Bist jetzt du einmal hin? Ja, sag einmal! Oh, fuck. Ja, sag einmal. Ja, fuck ab! Ich triff noch nicht! Das Ding schießt aber auch nicht, wenn ich drück! Jetzt haben wir 3 Kugeln versenkt. Grüezi fix nochmal. Ja, können wir gleich bis dahin Munition bauen. Da können wir gleich einmal bis dahin anfangen, bis dahin Munition bauen. Da wären wir 3 Minuten weg. Transfusionbeutel. Ein Beutel infiziertes Blut, mit dem das Blutentnahmegerät aufgefüllt wird. Blut, das nicht mehr ins Gerät passt, wird entsorgt.
Gut, dafür haben wir jetzt alle Zeit der Welt, dass wir da rundum schauen. Mal da nichts. Gut, gehen wir wieder heim. Hätte ich vorgeschlagen. Warum die alle zum Putzen gegangen ist, das weiß ich nicht, aber Inventar ausleihen. Wie viel Pistolenmund haben wir noch? Nicht ein Teufel, gell? Jetzt haben wir 4 Münzen. Wir haben 4 Münzen, meine Damen und Herren. Das heißt, zu dem Ding können wir gerade nicht hindrehen. Verstauen. Das weiß ich nicht, für was das ist mir auch wurscht. Antike Münze. Nehmen wir alle mit. Und wieso ist das Blutentnahmegerät da drin? Bin ich komplett behindert? Anscheinend schon. So, das werden wir verstauen. Dann schauen wir, was wir craften können. Pistolenmund mal 8. Wie viele Schuss haben wir noch? So. Messer haben wir auch keins. Bauen wir mal Moon. Bittchen, bauen Sie mal ein bisschen Moon. 2 Slots haben wir noch. Das heißt, wir können jetzt gehen, wir kaufen uns den Waffenbuff, dass wir weniger Munition brauchen, in der Hoffnung, wenn ich die Zombies in den Kopf schieße, wenn sie am Boden liegen, weil im Steh triffst du die nicht, die wackeln nur an wie die Behinderten und die Pistolen, die schießt auch nicht, wie man sich das vorstellt, so bum, 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 sondern die hat Cooldown zwischen die Schuss von mindestens 1,5 Sekunden. Was ultra nervig ist, aber ich kann es nachvollziehen. Wir haben nicht Alien und ansonsten war es jetzt einfach. Das sage ich auch gleich schon, was es ist. Die Sim 12er Moon ist für die fette Pistolen. Ist die Frage, ob man den Fettsack damit killen kann. Ist die Frage. Was wir da jetzt schnell deren? Da machen wir jetzt schnell so. Und das damit die Rack. Ach, da passt bloß ein Schuss rein. Ja, gut. Die haben wir wieder weggeht. Brauchen wir nicht. Jetzt holen wir uns den Buff. Wir holen uns den Buff. Da müssen wir am Fettsack vorbei. Haben wir 4 Münzen dabei? Ja. Wir holen uns einen. Wenn der dicke Koch überhaupt noch da ist, aber wahrscheinlich schon. Ah, das war knapp. Ich mach da dabei zu, bis dann. So. Fuck you. Okay, fuck you. Bleibt das dauerhaft? Ich gehe mir schwer davon aus. Ja, und schon liegt er nämlich nach 2 Schuss und nicht nach 3. Kriegen wir schon. Man kann die Zombies alle aussaugen, aber man kann, ich verstehe jetzt auch, für was das ist, du musst die Zombies dann verschwinden lassen, weil die irgendwann random wieder aufstehen. Was übrigens ein absoluter Genius-Move ist Game Design technisch, aber gut. Halt, stopp! Wir müssen mal aussehen und da um. Küchtür zur Speisekammer, da ist zu. Durch die Küche müssen wir eigentlich nicht. Das heißt, aussehen, rechts, links, geradeaus. Den killen wir jetzt lautlos. Oder auch nicht. Was? Okay, ciao. Kruzifix. Ich hab die Kisten unten schon gesehen. Ich mag bloß keine Munition für diese Spackos da verkacken. Jetzt soll ich wieder verpissen. Hast schon lange Treppenstein, du Spacken. Spacken! Jetzt da wieder. Da wieder eine Herrin. Da eine Herrin! Da eine Herrin ist, hab ich gerade! Was haben wir da? Leere Flasche.
Fuck, da kann man das Ding analysieren. Das ist ein zweiter Analysator. Analyse. So, was haben wir da so? War das hier so? Zugeht du jetzt in dem Gespräch? Gut, sie fixt. Das kann ich jetzt nicht holen. Ich hab kein Messer. Sollen wir uns bauen? Wie hilfst du mir? Da brauchen wir 2 Metall. Naja, dann halt nicht. Das lässt man auch mal noch rumstehen. Dann schauen wir mal, wo wir überhaupt sind. Tschüss dann! Ja, ich mach mit. Warum die jetzt da vor mir am Gang umeinander rennt, das weiß kein Mensch. Haben wir da sonst noch irgendeinen Loot, dann fangen wir das Lesen an. Oh, die Tricht nehmen wir natürlich mit. Die nächsten Schubladen, die wir finden, sperren wir auf. Da der Trottel guckt da draußen umeinander. Da haben wir... Das ist wieder so ein grantiger Teufel. Ich hab kein Messer zum Kisten kaputt machen. Oh, die sind zu zweit. Die sind zu zweit. Und die Frage ist, was wir da rentieren. Ist eigentlich nix. Da ist ein Aktenraum, Büro, Kochnische, Bar und Lounge. Ich habe halt immer noch nicht den Konferenzraum gefunden, den wir brauchen. Lounge, da haben wir ein einfaches Schloss. Da ist das Vorsitzende im Büro mit dem Treib vom Blut drin, da waren wir schon, Haupthalle. Da können wir nicht rein, da können wir rein, Büro des Forschungsleiters, was war da? Robustes Schloss. Aber eigentlich gemeint, da geht es irgendwo zur Garage. Na gut, gehen wir wieder. Uns hat der eine Zombie da aufgehalten. Die Flaschen nehmen wir mal mit zum Ablenken. Komm mal. Ach du Kacke. Ja, das ist wirklich sehr leicht zum Narren zum Halten, die Volltrottel. Berichte des Entsorgungsteams. Auftrag, Vernichtung von Beweisen. Datum des Berichts 20. Oktober 2018. Heute kurz nach 1:30 Uhr fand im Hotel Renwood eine Bergungsmission statt. Im Anschluss daran wurden wir reingeschickt, um verbleibende Beweisspuren zu vernichten. Alle gegenwärtigen Zeugen waren bereits neutralisiert. Herr Gromi, Kuss auf die Nuss, merci. Ich habe keine Zeit für Donations jetzt. Jetzt haben wir aber einiges an Munition da mitgenommen. Leere Spritze, Material, das zur Herstellung von Steroiden und Stabilisatoren verwendet werden kann. Geht da noch einer auf, vielleicht? Scheiße. Merken wir uns einmal. Einfach mal stehen lassen. Konsum waren wir auch noch nicht, da schauen wir jetzt auch noch schnell auf. Ah ja. Wie viel Pistolenmund kommen stacken? Schauen wir einfach mal. 18, sehr gut. Jetzt haben wir einiges an Schuss, da können wir sauber durchrasieren, wenn es pressiert, aber wir können uns das auch sparen. Irgendwann brauchen wir es. Herr Karl, also ohne Scheiß, Backseaten per Donation ist ja komisch. Ich weiß zwar nicht, von was für einer Waffen in der Bar du sprichst, aber ha, da ist einfach ein Safe Room daneben. Metallteile, was
haben wir da drin? Nix. Aber selbstverständlich natürlich merci dir, aber lasst's mich halt einfach spielen. Schraubenschlüssel, was es nicht alles gibt. So, Inventarmanagement. Tu mal die Larry-Spritzen weg. Metallteile weg. Brauchen wir. Die Frage ist, ob wir die Spritzen brauchen. Die Flaschen brauchen. Und diese Hämolyse-Spritzen brauchen. Lassen wir es einmal so. Karl, sowas Band, Leute. Wir haben hier keine Zeit. Was haben wir da? Metallteile nochmal. Die stecken nicht, gell? Das nicht mehr. Einmal nur mit Schraubenschlüssel. Ein Werkzeug zum Drehen von Sechskantschrauben und Muttern. Riecht leicht nach Schmieröl. Okay, das scheint mir, als dass man das irgendwann brauchen. Das nehmen wir mit. Und die Metallteile lassen wir auch dabei. Ich sag's wie es ist. Das Teil der wir weg. Das der wir weg. Dann passt das. Hoppala, speichern der wir noch schnell. Mal noch kurz reingespeichert, du! Mein Bab roch auch leicht nach Schmieröl. Ihr Trottel. Herr Soulflyer, mir ist wieder ein Reset. Küsschen, Nüsschen. So, schauen wir mal, was da passiert. Haben wir auch noch gar nicht. Jetzt haben wir in der Garage drin. Noch greinst du aus die Autoreifen aus, oder was? Schauen wir mal. Was gibt's denn hier? Hallo? Schaut das so unangenehm hell aus. Haben wir da aufgewollten oder so? Nein. Wollen wir das Auto drüber wollten? Nein, weil da hinten schaut verdächtig aus. Bist du her, dass da was stinkt. Da stinkt's! Die zwei Kisten da, die riechen her, bist du her. Naja, schauen wir mal. Du stell da mal die Büstel her. Nicht, dass was passiert, weil da so komisch ums Eck laufen, ich riech's. Ich kann's riechen, meine Damen und Herren. Ich kann's riechen. Artificial Organ. Ah, oh! Mach schon mal die Box auf jetzt da. Hand. 2, 4, 3, 1, 5. Auto. Schieberegler. Okay, dann halt nicht. Wo ist er jetzt? Ach, den hab ich jetzt im Inventar drin! Schmutz. Mehr bis da in den Mund, mehr gut. Oh, leck, bin ich jetzt erschrocken, da war doch jetzt gerade ein Schatten an der Wind dort, oder? Oh, leck. Oh, leck. Okay. So, hier, Garage. Garage. Tja, wir mit mir außerfinden, wo... Da werden wir Dokumente lesen müssen, die rumliegen. Oh! What the fuck? What the fuck? What the fuck? Ja, ich bin mir nicht sicher, ob ich hab... Same here! Tschüss dann! Leg mich doch am Arsch. Was? Warum? But why? Hindurchducken. Leck mir am Arsch, bin ich jetzt der Schock. Ich hab jetzt mit Fake gerechnet, aber nicht, dass der Flammenwerferpanzer daherkommt. Was? Wehe, du kreist jetzt da noch mehr. Ich double dare you. Scheiße ausholen. So, man kommt dann also da nicht mehr. Oh, jetzt hat er uns das Ding aufgemacht, sag ich das richtig.
wieder in die Kommentare, Alter. Das ist super geil. Fuck! Ja, genau. Exacto Mundo! Was haben wir da? Mehr Pistolenmunition. Ist in den Kisten eigentlich was anderes drin als Pistolenmunition? Wissen wir nicht. Pistolenmunition haben wir mittlerweile. Richtig viel. Da kann man da richtig rumrandalieren da drin. Das Problem ist so ein bisschen, die scheiß Zombie-Idioten stehen dann alle irgendwann wieder auf. Das heißt, es ist eine absolute Zeitverschwendung, die umzubringen. Verstehen Sie? Leckt mir mal, schaut's mir jetzt genommen. Geil. So, hier speichern. Erstmal speichern. Pandasepp! Grüß Gott aus der Nachtschicht! Möge sie möglichst schnell vergehen. Und danke für den 20er, ist sauber zu viel. So, das der wir auf alle Fälle mal verstauen. Das nimmt bloß einen Platz weg. Den Rest können wir brauchen, habe ich das Gefühl. Den Rest können wir brauchen. Ich glaube, ich habe gerade gespeichert, aber ja. Wie oft dass wir mir bis zum Schluss vom Spiel speichern, ist mir ehrlich gesagt auch scheißegal. Wer sich da drauf an, aber halt, dem kann ich nicht helfen. So, wo waren wir mir? Ah ja, das Ding können wir noch zusammen. Raten, Pistolenmunition. Okay. So, lassen wir mal schauen. So, Garage erkundet. Irgendwo war noch was, genau, Dokumentenverwahrung. Da waren wir auch schon kurz einmal. Wo müssen wir da hin? Da müssen wir durch die Küche durch. Tür zur Speisekammer. Warum ist denn da eigentlich... Irgendwie habe ich das Gefühl... Da schauen wir jetzt einmal schnell. Tut mal so. Den werden wir da schießen müssen. Kick von hinten hat er nie geschaut. Ne, ich glaube, dass wir eine Kugel weniger brauchen. Ein Zombie. Den lassen wir jetzt einfach mal liegen. Der Koch darf da herin nicht mehr sein. So, Speisekammer. Wenn man da jetzt einen Dietrich braucht, dann... Na, da brauchen wir tatsächlich einen Schlüssel. Lass mich raten, den hat der Koch, wenn du ihn umbringst, oder? Oh ja, die Dinger können wir auch mal mitnehmen wieder. Herr Abak! Buh! Halt, mein Bester. Funktioniert nicht ohne Ton. Da magst du vielleicht eins von meinen Minuten-Steaks. Herr Grantler mir jetzt für 66 Mal. Achtung, Dono-Spoiler. It spoilers Donos. Halt sei Futz jetzt! Irgendwann geht's nämlich meine Mods so auf den Sack, dass ich einfach pauschal für 10 Minuten mal ins Ekel schicken. Oh, das ist doch krass, so schlecht schaut's gar nicht aus da. Gibt's da sonst irgendwas? Da haben wir vorher nicht durchschauen können, währenddessen der Fettsack da umeinander gegichtelt ist. Nö. Na gut. Hey, wir lassen uns Zeit. Ich will das Spiel genießen und wenn wir doppelt so... Chill du mal, hey, ich hab bloß... Was ist das schon? Oh, da hätten wir einfach das Schloss. Das kann man aufspielen mit dem Dietrich, das ist der meins. Das ist wirklich... Auf meine Fenster dahinter. Der Me... Ich glaube, ich sag grad... Ist grad... Sperren wir auf. Das blockt jetzt wieder einen Inventarplatz. So, wenn ich nämlich so mache... Dann kommt er jetzt dahinter, oder? Möchte das Licht ausschalten? Also offensichtlich geht's ja quasi nicht, aber das hat bis jetzt dauert, dass ich es gecheckt habe. Tut mir leid. Licht aus! Es ist wirklich super geil gemacht. Super nice gemacht. Ja, schalt du dein Licht aus da im Eck hinten, dann gehst du kaum auf den Sack. Bis dann. Tschüss. So, wir gehen da beim Badwan, holen wir uns das Blut. So, die alte Neuerin. Ah ja, weh, du stehst auf. Schau bloß, dass du lang wenn du rinnt. Infiziertes Blut. Sehr schön. Nehmen wir da noch ein bisschen was mit. Da ist sogar 100 in der Badwanne. In der Badwanne geht's gar nicht mehr genau. So.
So, here we are. Wir schalten das nicht das Licht ein, weil sonst kommt er. Da auf mit. Da haben wir noch einen. Jetzt warte mal, da waren wir noch gar nicht drin, gell? Ah, da ist der Rundgang vom Fettsack. Können wir das Kraut mitnehmen? Ja, nehmen wir es mal mit. Tja, und da herin werden wir an ihm nicht anders vorbeikommen, als dass wir ihn in die Kniescheiben schießen. Bleib liegen, du Vollidiot. Oh! Kann verwendet werden, um sich aus dem Griff... Ja, easy, klar, ja. Das nehme ich natürlich, nehme ich das mit. Da darf noch ein Blut umeinander liegen und sonst ist aber dann nichts herin, gell? Noch was zum Looten. Ich darf da Münzen verstecken. Haben wir Münzen, oder? Hallo Münze, da kann ich mein Blutabnahmegerät nicht einstecken. Ja, gut. Leere Flasche. Das Jagdmesser ist auch fast kaputt. Das nehmen wir mal mit. Das Ding können wir jetzt noch ins Eckentry werfen, wenn wir es wirklich brauchen würden. Was die haben wir jetzt mit ihm wieder? Ah! Was tut denn jetzt er wieder? Mein Kruzifix. Kann der Bütchen aufhören, da immer zum Sei? Okay, da werden wir noch gemissen. Oder kann ich mich da vorbeischleichen, wenn er da am Tisch umeinander hackt? Naja, wir werden sehen. Jetzt warte mal. Geradeaus und links. Da hat noch Münzen liegen, gell? Gerade, da hat man doch durchwolken können. Warte mal. Ja, super. Ganz toll. Wieso ist denn da jetzt da drin einer? Habe ich das Armbandel in die Kisten reingeschoben oder ist das weg? Habe ich das Armbandel? Haben wir da geschrieben? Naja, mei. Ich lese aber einen Scheißdreck nicht, weil jeder zweite von euch nicht in der Lage ist, das Maul zu halten. Na gut, dann nicht. Kiste. Mehr wollte ich nicht wissen. Die Scheißkiste ist 5 Meter weit weg. Chillt seine Knieschein. Schaut sowieso nicht, wenn wir da hingehen, weil unser Inventar voll ist. Schaut mal überhaupt nicht! Chillen Sie mal in die Kniescheibe hinein jetzt! Ich finde aber die Leute so lustig, die dann lochen. Haha, ist das lustig, weil sie da durchgelaufen seid, ohne einen Fehler zu machen. Kasperlkipf. So. Weg damit, das Messer pulpt wir uns. Weg damit, Messer, Pistolen, Heilung. Werkzeug, Werkzeug, Werkzeug. Die Flaschen brauchen wir auch nicht, dann haben wir 3 Slots. Können wir irgendwas brauchen? Wir haben genügend Munition, zumindest bis ihr seid. Und dann nehmen wir das Armbandel selbstverständlich mit. Wir lachen mal ja nur mit dir. Ihr könnt schon so sagen, wenn es mir auslacht. Ich lache euch den ganzen Tag aus und ihr gespannt es nicht. Oder das? Deswegen schaue ich heute, ich muss mich so anstrengen, dass ich nicht alle 2 Sekunden in den Chat umschaue, weil ich es normalerweise so gewohnt bin. So. Ich hab schon gesehen, dass es 10 ist. Mir nimmt es ja eh so. Kein Mensch weiß, wo die 2 Stunden gekommen sind, Leute. Ohne scheiß Space. Fucking grandios.
Fucking Granul. Ich war kurz vorher mal kurz davor, dass ich mich fast ein bisschen beschwer so mit leck mir Arsch, weil ganz schön komplex dafür das erste Scheißgebäude. Ich krieg gleich einen Anfall. Sag mal, wie viel Blut haben wir mit dabei? Können wir da irgendwas craften? Metallteile aus dem Messer bauen? Ne. So. Was treibt der Fettsack? Ja, natürlich kommt der jetzt gerade. Ich möchte auf alle Fälle in den Raum noch reinschauen. Das ist das Mindeste, was wir noch tun. Dann gehen wir nach, wolten wir durch und dann machen wir die Türe auf. Wenn ein Zombie da drin, wenn ich das schieße, dann hört das der Fettsack und ich habe das Gefühl, dass man ihn nicht töten kann. Hast gerade alles zum Craften in die Kiste gehauen. Ist mir gerade eingefallen, wie ich angefangen habe zum Craften. Braucht man nicht. So. Nur nicht sprinten, dann hört es nicht. Das Zeitumstellung habe ich gehört, von 10 auf 9. Sprenge ich. Ich habe vorher gerade gelesen, dass ich nicht mehr weiterspringen darf, weil du genauso weit bist wie ich. Du hast wieder bis Mittwoch Zeit, dass du vorausspringst. So, wo ist der Zombie-Depp? So, wo bist du denn? Ja. Die rüber, geht denn der umeinander? Hallo? Ah. Du bleibst jetzt schön da drüben. Das Schloss ist verbogen, den bekomme ich nicht auf. Was wird man da finden müssen? Eine Brechstange oder irgend sowas wahrscheinlich. Ah! Ja! Die hat sich mal sauber rentiert, meine Damen und Herren. Und schon haben wir 2 Inventarslots mehr. Easy. Easy. Okay. Da hat es jetzt also nicht viel gegeben. Jetzt müssen wir mehr oder weniger warten, bis der Fettsack da 4 geht. Dann gehen wir noch in die Kühlkammer und dort dann nach oben und dann wird es gewesen sein. Ein Schlossentbieger, ja, wer kennt ihn nicht? Ja, alles klar. So, der Wichtige ist jetzt nicht... Dass es schnell genug geht. Verdammt. Haben wir Zeit? Hinter uns ist ein Zombie, da tue ich mir nicht runter. Oh shit. Oh shit. Oh shit. Oh shit. Oh shit. Oh shit, kommt der Fette auch. Ich muss. Ist der Torrad, oder was? Okay. Das war wieder mehr Dusel als verstanden. Mach die Bumspolizei da! Da! Künstliches Herz, meine Damen und Herren. Da haben wir es doch. Ja, da ist gut. Da bist du gut. Wieso ist der jetzt mutiert? Wir haben...
Okay, ist da sonst noch irgendwas herin? Da ist noch ein Blutbeidel. Okay. Okay, die sind anscheinend diese Mutationen. Links und auf. Ich weiß zwar gerade nicht, wo es da hingeht. Ah, zu der Bar und zu der Lounge. Und ganz oben geht es noch gar nicht weiter, gell? Da ist zu. Also eigentlich auf, Bar, Lounge, Büro, bla 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 bla, Aktenraum und dann können wir da hinten wieder oben und dann können wir beim Hausmeisterbüro speichern. Das glaube ich ist einmal so die. Das ist doch keine Idee. Tschüss, bis dann. Wieso gehen wir jetzt? Was der mal mit dem Infizierten, der ist garantiert schneller wie mir. Oder? Können wir da vorbeigehen, meinst du? Ist er Treppen aufgegangen oder ist er? Alle ist der. Schau, dann gehen wir am Dicken nach. Dann gehen wir am Dicken nach, lassen wir den da im Eck anstehen. Ach, da ist ja auch immer noch einer drin, gell? Versteck mich einfach hinterm Stuhl. Ich versteck mich hinterm Stuhl im Bett, zum lieben Gott, das funktioniert. Er ist blind wie ein Stor, Alter. Ich weiß nicht, was mit ihm ist, aber er ist blind wie ein Stein. Er ist völlig im Arsch, der Typ. Okay. Passt. Der andere hat da hinter mich umeinander. Wir gehen mal. The amount of zombies is too damn high. Da geht schon ganz schön zu da drin. Also wenn's du so spielen willst, so wie du es machst, dass du so wenig Schuss brauchst, wie es irgendwie geht. Aber nicht total übertrieben. Manchmal musst du einmal schießen. Nee? Man muss einmal schießen. Verstauen. Ich glaube, das Blut kann man auch verstauen. Das Herz braucht man. Und das schaut alles ziemlich stabil aus. Jupp, und speichern. Das schaut alles ziemlich stabil aus. Schau mal hin, wie groß das ist. Das ist bloß der untere Stock. Ins Blutlabor müssten wir hindrehen. Da können wir was erforschen. Da können wir nicht rein. Da weiß ich nicht, was wir brauchen. Da haben wir noch Sachen zum Freischalten. Das ist bloß einmal. Und dann ist der Oberstock. Also der erste Stock quasi. Da im Aktenraum war nur ein Messer drin. Aber gut. Und ganz oben haben wir nichts. Das heißt eigentlich, der einzige versperrte Raum, das ist das da. Wo wir noch nicht waren. In dem Blutlabor hinten. Und da krebst dieser Fettsack umeinander, der uns nicht vorbeilässt. Aber wir haben da im Wartezimmer ist noch eine Bluttransfusion und eine Münze. Münzen müssen wir auch alle holen, das hilft nicht, wir müssen die Sachen freischalten. Und das Herz haben wir gefunden. Und das heißt, wir müssen aber da hindrehen. Oder? Das ist der Raum mit der Leiche. Und ist da so einer gegangen. Na, das war's, glaube ich. Gell? Da einer gegangen, das Untersuchungszimmer. Leiche mit vielen nur noch gern, steht eh Bredelbrett dort. Was laber ich für eine Scheiße? Und dann bin ich gespannt, was passiert. Tja, Freunde der Sonne. Das werden wir aber heute nicht mehr sehen. Meine Damen und Herren, wenn dieses Level, so wie es jetzt gerade ist, bleibt, dann ist das eines der besten Spiele, die wir seit langem gespielt haben. Fucking hell.
Hiermit ist abgeschlossen Resident Evil 9 Phase 2. Wir haben wahrscheinlich nicht recht weit gekommen. Ich möchte mir alles in Ruhe anschauen, überlegen, umeinander probieren. I fucking love it. Ich möchte dieses Spiel atmen. Ist mir scheißegal, wie viele Leute das daheim sind. Du musst aber das so machen, du musst aber das so machen. Habt ihr heute schon mal auf den Like-Button drauf gesmashed? Das ist meine Frage hier. Glaubst du, dass Game of the Year werden kann? Wenn dieses Level so hält und die Abwechslung kommt mit Leon, Action und mit ihr, Schleicher, Rätsel und so weiter und das so bleibt und die Story vor allem spannend wird, weil jetzt langsam fängt mir jetzt auch zum interessieren, was ist das da für eine Art von Virus? Ich meine, dass es ein Virus ist, das wissen wir. Was ist da los und so weiter und so fort. Wenn das Level halten kann, dann ist das definitiv Game of the Year Anwärter würdig. Warum nicht? Warum nicht? So, gut, das Jahr ist jetzt gerade mit 2 Monaten alt, wenn man so will. Sagen wir an, das Spiel dieses Jahr, das noch kommt, das da mitschmerzen könnte. Und GTA 6 Zeit nicht. Weil das kommt erst, wenn es kommt und ich sage auch, dass das dieses Jahr noch nicht kommt. Nein, weil jetzt alle an Time-Odds haben. Was? Das, was ich mich frage, ist, ob das in dem Irrenhaus bleibt und wie viele Level noch auf uns warten. Da gehe ich mal schwer davon aus, dass wir nicht bloß in dem Irrenhaus da bleiben. Ich meine, wir haben ja auch schon relativ weit. Wir haben jetzt schon die dritte Schlüsselkarten, wenn man es genau nimmt. Wir haben jetzt bei der Level 1 Schlüsselkarten, wir haben noch keine einzigen Level 2 Schlüsselkarten-Türe überhaupt gesehen. Und wenn sie das so ein bisschen an die Nostalgie hält, dann rechnet ja ich ganz schwer damit, dass unter diesem Senatorium ein geheimes Labor ist. So wie es beim Morns auch war. Ja, das ganze Haus und das ganze Konstrukt, das fühlt sich ganz krass an wie das Herrenhaus aus Teil 1. Und mal schauen einfach, mal schauen. Wir können ja wild spekulieren. Wir werden sehen. Der Yoshi schreibt, GTA 6 kommt 2026. Ja, Yoshi, das her ist seit 2022. Zum Glück ist es 22 Uhr, da bekommt man ja Albträume. Es ist absolut geil. Ich kann es nur wiederholen. Jeder, der Bock selber hat, das zum Spulen, kannst du blind kaufen. Bestes Intro am Freitag, das ich seit langem gespielt habe. Und das heute, das müsst jetzt ihr entscheiden. Ich hatte den Spaß meines Lebens. Das ist genau sowas, wie es mir ich für einen Stream vorstelle. Ich glaube, dass das auch ganz geil ist zum Zuschauen. Das ist spannend, das ist nervenaufreibend. Es ist ein bisschen Horror dabei. Es ist sogar sehr viel Horror dabei, wenn man mal ganz ehrlich ist. Vor allem bei ihr, der richtig gut gemacht ist. Das Zombie-Verhalten ist absolut unberechenbar. Absolut unberechenbar nicht, aber es ist viel unberechenbarer, als das in Teil 3, im Remake von Teil 2 der Fall war. Und in Resident Evil 8 haben wir sowieso keine Zombies nicht gehabt. Das ist jetzt eigentlich das Einzige, was mir einfällt, womit ich das vergleichen kann. Resident Evil 2 Remake. Und da haben sie auch schon so umeinander getorkelt, aber da torkeln sie noch viel mehr umeinander. Also die fallen ja teilweise zusammen und keine Ahnung. Was richtig narrisch ist, dass die random einfach wieder aufstehen. Die liegen, was ich geil finde, die Leichen bleiben stundenlang liegen und irgendwann gehst du vorbei und dann wachen zufällig einfach mit der oder der wieder auf und lauter so ein Kass. Schon geil. Geile Nummer. Du hast permanent Munitionsknappheit, ich mag überhaupt nicht umeinander schießen. Ich finde geil, dass die anderen Zombies das hören. Ich finde geil, dass es nicht nur normale Zombies sind, sondern und vor allem furchtbar viele unterschiedliche Models von Zombies. Da schaut ja jeder Zombie anders aus und viel glaubwürdiger als das gut, das ist Resident Evil 1 gewesen. In anderen Resident Evil, jeder Zombie schaut anders aus. Das ist eigentlich schon aufgefallen. Da ist einmal ein Doktor, da ist eine Putzfrau, da ist ein Typ mit einem Anzug, da ist vielleicht schon nochmal irgendwo anders ein Typ mit einem Anzug, der schaut aber grundlegend anders aus. Das war, glaube ich, im Resident Evil Remake vom 2er war das nicht so. Da haben sie dann Zombie-Models schon immer wieder mal wiederholt. Und so weiter und so weiter und so weiter. I fucking love it. Ganz ehrlich, bis jetzt Capcom absolut nailed it. Bis jetzt, ich wage mich aus dem Fenster zu lehnen. Bis jetzt, glaube ich, ist das eines der besten Resident Evil jemals. Das hört sich jetzt ein wenig narrisch an. Aber nicht falsch verstehen, die anderen Teile waren geil. Also 8er war gut, 7er war gut, 6er war Totalausfall, 5 war Totalausfall. Resident Evil 4 habe ich erst das Remake gespielt, damals war das für mich kein Resident Evil. Und ansonsten sind die ersten 3 Teile so alt, dass man das nicht mehr damit vergleichen kann. Das ist auf alle Fälle das beste Resident Evil der letzten 5 Jahre. Hau ab jetzt! Was hat das Spiel gekostet? Ich glaube, regulär kostet AAA-Spiele, Vollpreis-Titel kosten halt 70 €. Das ist, glaube ich, mittlerweile ganz normal. Ich habe bezahlt 50.
Ja, wer Spiele kauft, macht es bitte über meinen Kinguin-Link. Da würde ich mich sehr freuen. Der ist unten in der Beschreibung. Da kriegst du auch nagelneue Spiele, wie zum Beispiel Resident Evil für einen 50er. Anstatt für 70 oder 80 Euro. Dankeschön. Kostet die nicht mehr, aber ich krieg natürlich ein bisschen was. Ja, also wenn du über meinen Link da irgendwas einkaufst, dann kriege ich glaube 5% oder so davon. Das würde mich sehr freuen. Selbstverständlich. Was sind dann Teilzeitspiele? Ja, Indie-Games. Der zweite mit dem Anzug hat den Anzug vom ersten noch. Herr Geibefisse, weißt du, wie lange ich schon drauf gewartet habe, dass wir wieder zum Resident Evil hocken? Mir taugt es gerade Vollgas, ist wie Biersaufer mit die Spezi vom Pub, wenn man gerade erst 5 ist. Da nehme ich dich jetzt beim Wort. Ich hoffe wirklich, dass es sich so anfühlt, weil ich finde es einfach auch geil. Ich habe dermaßen Flashbacks von vor 7 Jahren, wo wir uns zum ersten Mal ernsthaft da hergesessen haben und haben das Resident Evil 2 Remake gesagt. Und dann habe ich da erst einmal gespannt, so mit, hey, Streamen ist eigentlich absolut geil und offensichtlich taugt es die Leute auch. Und 7 Jahre später sitzen wir da und spielen wir immer noch Resident Evil. Und es ist wieder mal gut. Das freut mich sehr. GTA für die Xbox. Der Kinguin-Link könnte für Xbox einhauen, wenn man, ich habe selber keine, hoppla. Jetzt muss ich erst einmal noch das Spätzle machen. Warte mal. Grandio! Ich bin wirklich begeistert. Ich sag's ganz ehrlich. Das bin ich wirklich selten. Kann man digitale Keys für Xboxen kaufen? Ich weiß nicht, um ehrlich zu sein. Ich weiß nicht. Aber auf Kinguin gibt es ja nicht bloß Spiele. Du kannst da Spotify-Accounts kaufen, du kannst da YouTube Premium-Accounts kaufen, die alle weniger kosten als regulär kosten. Der Daniel RE9 nennt er sie sogar. Das Spiel hat die vollen 70 Euro verdient. Stimme zu bis jetzt. Aber es fliegt halt nicht das Geld vom Fenster ein bei jedem. Darum weiß das was ist. Wir brauchen unbedingt einen Timeout-Counter. Es ist halt, ich meine, Mods wissen das, gehe jetzt mal schwer davon aus, aber an alle, die zuschauen. Ihr müsst ja das so sagen, es ist ja nicht von Anfang an, wenn ich diese Ansage mache, so von wegen, wer spoilert, wer dies und das schreibt und so weiter, kriegt einen Timeout. Ist am Anfang nicht jeder da. Und wenn dann Leute mitten nach einer Stunde einschalten und dann sagen, oh, das wird geil, dann hoffe ich, haben Mods so viel Hirn und das weiß ich, dass so viel haben, dass dann nicht sofort ein Banner rauskacken. Sondern dann kann man schon mal schreiben, hey, chill, es wird nicht gespoilert und Timeout. Fertig. Ich sage jetzt mal so, als erste Maßnahme ein Timeout und wenn dann nochmal irgendein dummer Scheiß kommt, dann gibt's eigentlich kurze und lange Timeouts? Es gibt erst einen kurzen Timeout, dann einen langen Timeout und wenn dann nochmal irgendwas geschrieben wird, dann gibt's einen Bann. Und gleichzeitig übrigens, wer da herin im Chat gebannt wird, wird übrigens auch im Discord gebannt. Gibt kurze und lange, sehr gut. Dann fangt's an mit einem kurzen, dann beim zweiten Mal ein langer, wenn ihr euch noch daran erinnern könnt. Und ansonsten, wenn wirklich einer übertreibt, tschüss dann. Timeouts, bis die Sonne verglüht! Wenger ist oft mehrer, die Alten kennen es noch. Ja, 2 24-Stunden-Timeouts waren dabei halt. Ja, das hilft ja nicht. Das hilft ja nicht. Zwar mit Timeout, aber kein mal absichtlich gespoilert, fand die Mods halt hart, aber fair. Es ist einer. Ich verstehe da auch keinen Spaß. Wer mir das Spiel versaut, den hasse ich auf den Tod und dem wünsche ich ganz furchtbare Sachen. So. Ich muss kurz den Moment genießen, dass wir noch richtig gutes Spiel vor uns haben. Ich hoffe, das ist in Ordnung, dass wir relativ zeitnah um 10 Uhr da beenden. Dann schmerzen wir kurz, wie es war. Dass wir einfach 2-3 Wochen was von dem Spiel haben. Und nicht nächste Woche Mittwoch wir wieder da sitzen und so, jetzt haben wir es gehört und was spielen wir dann? Wie lange dauert es denn insgesamt? Jetzt, der Fox hat es mir sogar geschrieben. Also einer von meinen Motze. Jetzt warte mal. Wo ist er? Da ist er. Also, er sagt reine Playtime 14,5 Stunden. Ich hoffe, das darf ich vorlesen, Herr Foxler. Ich glaube, dass sie keiner Schammer braucht, wenn irgendjemand 2 Stunden zu lang für ein Spiel braucht oder 2 Stunden weniger lang. Mit Cutscenes circa 16. Das heißt, nach meinen Playtimes und Playstyles und Streamzeiten haben das so 8 Streams. Ich hätte jetzt einmal so grob 8 Streams so angedeutet. Das Problem
Ich mag das Spiel eigentlich nicht am Freitag verheizen, weil am Freitag ist einfach so, da haben die Hälfte Leute bloß da. Das heißt, diese Woche sehen wir uns am Freitag sowieso nicht. Die Freitagsseherei ist sowieso nur noch ganz kurz, nur noch im März. Wann ist eine Zeitumstellung? Da haben wir letztes Mal, glaube ich, schon geschaut. Wann ist Zeitumstellung? Ende März oder Ende April? Wann ist Zeitumstellung? Am 29. März. Ja, also schaut's her. Wir sehen uns diese Woche nicht am Freitag. Wir sehen uns nochmal am Freitag, den 13. Schon der zweite Freitag, der 13. In Folge. Der war doch, wie er einiges angefangen hat, war doch auch der Freitag, der 13. Oder nicht? Ja, ist ja wurscht. Sehen wir uns nächste Woche 3-mal. Dann nimmer und dann nochmal 3-mal. Und dann ist Schluss. Also wir sehen uns noch an 2 Freitagen. Über den Sommer ist diese Phase dann wieder vorbei, weil im Sommer tue ich am Freitag auf die Nacht einfach was anderes. Wenn's um 8 Uhr noch hell ist. Okay? Ich glaube, das machen wir jetzt seit 8 Jahren so. Das war das. Ja, da sehen wir uns diesen ganzen März noch. Da, ich bin sehr stolz auf mich. Ich glaube, ich habe keinen einzigen Freitag nicht auslassen. Seit der Sommerpause, seit September, Oktober, November, Dezember, Januar, Februar, Kruzifix, die Sommerpause ist ein halbes Jahr her. Möchtest du mich da eigentlich verarschen? Wo weiß ich auch nicht. Das Schlimmste am Freitag, den 13. ist Montag, der 16. Ja, Herr Weizensepp, da haben Sie absolut richtig. Absolut recht, so würde ich sagen. Das Jubiläum wird der Wahnsinn. Was für ein Jubiläum? Was, das haben wir ja noch nie so gemacht. Fantastisches Spiel, ich hau mich jetzt in die Federn. Guten Abend, Steffi, hauen Sie sich hinein, Kusse auf die Nuss und schlafen Sie gut. Paco, du bist eher pflegeleicht. Wir feiern als letzte dunkle Porthaar vom Bürger. Schnauze. Ja, it is what it is. Das gefällt mir sehr gut. Ich bin sehr zufrieden. Ich bin sehr, sehr, sehr zufrieden. Ich hoffe, ich habe niemanden in die Donations übersehen. Während dem Spiel wahrscheinlich so. Deswegen gehe ich jetzt einmal nochmal schnell durch und bedanke mich recht schön. Buri, merci für 7 Monate. Grantler, merci für 66 Monate. Herr Aberg, merci für 20 Monate. Herr Panda Lifestyle, den glaube ich, habe noch gesehen. Soulflyer, merci für die Mitgliedschaft. Gromi, merci für den Zwickel 50. Herr Karl, merci für den Zwickel. Luki, nochmal, da frage ich jetzt einmal. Hol die Waffe in der Bar ab, die ist besser. Welche Waffe in der Bar? Wer oder was für eine Bar? Ist der noch da? Oder war er lästig, dass ich ihn den Namen habe, weil er donated hat und ich habe ihn einfach ignoriert? Ich habe eigentlich einen Renner vor 2 Stunden eingeschaltet, um Cassidy 2 zum Spielen. Jetzt ist es selber ewig. Fuck. Ich habe die während dem Spiel sogar rechts unten in Steam gesehen, wie du in Cassidy 2 reingegangen bist. Und mich dann gewundert, dass ich 60 Sekunden später was im Chat lese von dir. Und dann habe ich mir gedacht, tja, das war's wohl mit Cassidy 2. Willst du es wissen? Fox und ich können es dir auch sagen. Nein, dann möchte ich es nicht wissen. Das hört sich nämlich ja so, als war das was zum Entdecken. Mir gelangt, ich habe im Kopf irgendwas mit einer Bar. Okay, das weiß ich am Mittwoch sowieso nicht mehr. Das weiß ich am Mittwoch sowieso nicht mehr. Egal, hey, wenn ich es nicht finde, dann finde ich es nicht. It is what it is. Ich glaube auch nicht, dass die ja jeder findet dann, wahrscheinlich. Oder vielleicht falle ich früher oder später drüber. Naja. Und Geschreibe gelöscht. Falls jetzt das da irgendjemand aus Versehen einer schreibt, weil der Stream natürlich nachhängt, dann stirbt keiner. Aber es hat eh keiner geschrieben. Passt schon. Ist was zum Entdecken, also schau selber. Ja, okay. In Resident Evil grast man doch jede Ecke 3-mal ab, um nichts zu verpassen. Ich hab generell noch keine Bar gesehen. Außer unten in dem Salon. Da wo ich die Vasen ums Eck zusammengehauen. Da ist eine Bar. Da können wir ja nicht hindrehen. Menümusik ziemlich laut. Na, sag mal. Oh, das stimmt tatsächlich. Ich war nicht auf minus 30 Dezibel. Wird's halt besser? Besser so? Besser? Besser? Herr Jan, was haben Sie? Besser waren oder nicht? Ist doch klar, in der Bar gibt's ja auch Shots. Warzensepp, wie hab ich das übersehen können? Was ist heute um 12 Uhr? Was ist heute um 12 Uhr? Heute um 12 Uhr ist WoW-Release, meine Damen und Herren. Zumindest der für den Pöbel. Manche Leute spenden schon seit Freitag, die ein bisschen zu viel Geld haben. Ich weiß nicht, ob der Pointy Feiner da ist. Und wer hat noch nie extra Meter wegen Inventar gemacht? Das gehört dazu, in denen ich spiele. That's the game. Ed Birgert, die Spoilerregel gilt auch für die Mods-Timeouten, die aus dem Leben. Die sollen sie dann gegenseitig timeouten. Das machen die schon irgendwie.
Ja, Freunde, da gibt es nicht recht viel zum Schmatzen. Und wenn wir 10 Streams rauskriegen, dann bin ich auch zufrieden. Aber was wir nicht machen werden, ist, dass wir Resident Evil am Freitag streamen, um schneller fertig zu werden, weil wir da 3-4 Stunden streamen können. Ha? Weil sonst war der Abbruch letzten Freitag noch 2 Stunden vollkommen für die Katz. Aber diese Woche, nächste Woche und übernächste Woche kannst du dich schon mit drauf einstellen, wird es nur Resident Evil geben. Und sonst nichts. Gibt schlimmere Spiele. Ansagen, Ankündigungen, Hochladen, was auch immer. Glaube ich. Ist da jeder zufrieden damit? Ich denke schon. Ich bin zufrieden und dann seid ihr gefälligst auch zufrieden. Dann spielen wir am Freitag Quarantine Zone weiter, richtig? Richtig? Weiß ich auch noch nicht so ganz. Ich glaube, dass wir da auch alles gesehen haben, was irgendwie... Weiß das schon. Leon geht ab. Auf das bin ich auch gespannt. Ja, ich bin gespannt, was mit dem ist. Der Kern Robert schreibt, okay, danke Birger, übrigens danke für deine Streams immer. Du bist der Beste, so genug geschleimt und nein, ich mag nix. Ich hätte da eh nichts gegeben. Ist schon gut. Ja, bitte, Quarantine Sound. Ja, da spielen wir. Ich habe gestern einmal eine Runden Offstream Mugenics gespielt. Alter, das Spiel ist so kaputt, Alter. Das Spiel ist so kaputt, Alter. Aber gleichzeitig sogar irgendwas findet man schon. Was mich auch ganz stark interessiert, das Crimson Desert, das ist was, wo wir am Freitag einmal spielen können, weil ich habe das Gefühl, da haben 4 Stunden im Spiel nichts. Aber um das einmal anzuschauen, wie das ist, wann kommt das kommt am 19. März. Jetzt pass auf, schauen wir doch mal in den Plan hinein. Wo sind wir jetzt da? Resident Evil. Eigentlich hätte ich für nächste Woche am Mittwoch Mugenics aufgeschrieben. Wird aber einfach Resident Evil 9 Teil 5. Und da haben wir Quarantine Zone nochmal gestrichen. Quarantine Zone, Entschuldigung. Und haben wir Mugenics gespielt. Und dann haben wir da nochmal Resident Evil 9 Teil 6. Genau. Das heißt, da ist am Freitag. Ich glaube, ich weiß, wie wir es machen. Crimson Desert kommt am 19. März raus. Das heißt, das ist ein Donnerstag in 2 Wochen. Und einen Tag danach ist eigentlich kein Freitagsstream. Aber dann machen wir da halt einfach mal. How about that? Moss hat auch schon so gesehen. Das ist absolut richtig. Am Chef das Mikro ausschalten. War es auch mal geil. Nein. Am 16.03. Moss maybe. Wölfchen. Zieht wieder Moss aus. Ich mag halt die scheiß VR-Brille nicht auspacken. Ich will einfach nicht. Ich will einfach nicht. Ich möchte das nicht. Nein. Schauen wir mal. Da ist noch ein bisschen hin. Das denkt sich der Zukunftsbürger aus. Irgendwas findet man schon. Hintergrundmusik immer noch laut. Na, sag mal. Dann stellen wir es auf minus 33 Dezibel. Dann stellen wir es auf minus 35. Jetzt in Ordnung? Besser? 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 Was gibt's, wenn Steam Frame da ist? Spoiler, ich mach da nur ein Bier auf. Herr Patrick, lassen Sie sich einen schmecken. Was ist mit mir jetzt denn? Jetzt gehen wir ins Bett. Jetzt gehen wir ins Bett. Ich bin richtig zufrieden. Es fühlt sich so richtig schön an, wenn ich weiß, wir haben ein gutes Spiel gehabt, der Stream war gut. Auch wenn ich mich ziemlich aufs Spiel konzentriere, anstatt auf den Chat. Das ist ein bisschen ungewohnt, aber das wird schon passen. Ich hoffe, Sie sind zufrieden. Ich hoffe, Sie hatten Spaß. Ich hatte mega Spaß. Wir sehen uns am Mittwoch, 20 Uhr. Da geht es dann weiter. Dann werden wir dem anderen einmal das Herzl in die Brust hineinsetzen und schauen, was dann passiert. Und mal überlegen, wir müssen irgendwie an dem Fettsack vorbeikommen. Wollen nicht, dann brennen wir einmal eine mit der Requiem bis dahin. Hast du nicht gesagt, die Requiem, oder? Das Spei und die bis dahin. Wir werden sehen. Lange ist her, dass ein bärtiger Mann zu mir sagt, geh mal ins Bett. Das ist die Frage, dass das überhaupt schon mal jemand zu dir gesagt hat. Aber gut, jetzt gehen wir ins Bett rein, meine Damen und Herren. Vielen Dank fürs Zuschauen. Smash den Like-Button, Abo da lassen. Alle neuen haben mit Sicherheit sehr viele neue Leute sogar dabei. Das sollte vielleicht während dem Stream auch ein paar Mal sagen. Lasst mir ein Abo da, kostet euch nichts, ihr Pimmel. Und wir sehen uns am Mittwoch. Triple F in den Chat für die Moderatoren. Vielen Dank euch. Ihr habt ausnahmsweise tatsächlich die nächsten 2 Wochen einmal Arbeit wahrscheinlich. Oder 3. Aber da ist schon irgendjemand da, das kriegen wir schon geregelt, glaube ich. Und so stressig ist es nicht.
Und danke für die ganzen Donations. Ich glaube, ihr seid wieder leicht aus dem Ruder gelaufen. Bin mir nicht ganz sicher. Ich denke schon. Danke für die Resubs, danke für die neuen Mitgliedschaften. Welcome to the Squad. Und wir singen unser Mika. Hauen Sie sich hinein. Ich wünsche Ihnen eine gute Nacht. Ich bin wahrscheinlich nur ein paar Stunden auf, weil ich es nicht bleiben lassen kann, dass ich in WoW reinschaue. Und jetzt schleichen wir uns. Hi! Passt. Hashtag Fettklops im Gang. Okay, tschüss! Bis Mika.